Streamen, starten, so kaufen wir aus. Ja, jetzt chillen wir uns mal, bis YouTube sich bequemt, einen Stream reinzuscheißen. Letztes Mal waren sie ja relativ fresh mit. Was ist da schon wieder los? Snooze-Bene, nein, Schluss. Diese Woche ist Donation-Verbot oder was weiß ich, was da los ist. Ihr Zipfenes. Kruzifix, YouTube, mach hin jetzt! Heilige Scheiße, Zeit wird's! Snooze-Bene, merci dir, Hauptdrück, Schnorchelbürger, ich wollte dann einfach mal vorm Timmy sein. Und ja, der einfach Bene Unterstrich auf Insta bin ich, merci fürs Antworten, Chef, kein Goldrahmen mehr. Schluss mit Goldrahmen und wir werden jetzt uns noch bedanken dafür, dass ihr auf Kommentare beantwortet. Ja, genau. So haben wir schon soweit, oder was? So, bevor wir überhaupt irgendwas anfangen. Hobby! Ich bin's, der Bierger, und ich wurde vom Kommando Vollrausch unterbrochen. Schon wieder 16 Monate rum. Ihr seid lauter geschubst. Kommando Vollrausch, mir ist für den Resub. Habe die Ehre miteinander. Ich bin's, Bierger, Montag 20 Uhr. Holy shit, what a weekend, Alter. Das werden wir uns jetzt dann anschauen, aber kommen wir gleich dazu. Ich werde es in aller Ausführlichkeit versuchen zu erklären, aber wenn ich selber noch nicht ganz kapiere, was ist überhaupt passiert, keine Ahnung, käme nicht aus. Aber vielleicht sagt man da schon ein bisschen was. Ja, der geilen kaisigen Oberarm. Herzlichen Glückwunsch. Da kommen wir gleich dazu. Jetzt chillt erst einmal die Kniescheibe. Breit ist, merci dir. Kein Fatso, merci dir. Kriegst du schnell einen Haufen hinein. Habe die Ehre, den Feierhand, den Martin, an den Stefan, an den Robert, den Niri, an den Andi, an den Tarek, an den Rick, an den Hansi, an den Hansi, an den Leuchtrauschkugel, an den Robert, den Niri, an den Andi, an den Dominik. Was? Ja, gibt's auch einiges zum Song dazu. Und Host-Abo Steckhaifisch vorbei, schwarze Maxen. Ja, da gibt nie klar, hat man ein paar Fischstapeln nachgeworfen. Bavarian Dream, merci. Eldring Noobman gewohnt sie und sterben. Hier nimm de 25.00 Euronen. Nein! Haus da in die Wampen eine oder vers auf sich vor Lachen auf dem Boden wälzen sich vor Lachen auf dem Boden. Weder noch! Die investieren in den nächsten Kurztrip, so viel weiß ich jetzt. Oder investieren in der nächsten. Ja! Das ist sogar geschrieben. Oder investieren in deine nächste Reise. Und jetzt hat. Hock! Franzis ist zwei. Bitte chillt Zeit mit die, bitte halt mit die Donations. Chill die Kniescheibe, Alter. Letzte Woche war so irrsinnig narrisch. Please. Please chill die Kniescheiben. Vielen lieben Dank natürlich. Ist um Gottes Willen. Bitte danke von ganzem Herzen, aber reißt euch die Woche wenigstens ein bisschen zusammen. Kuss auf die Nuss. Leon, 29 Monate auf Geldscheißerei. Kubala Sepp meldet sich vom Sachsenring zurück. Ich hab's schon mitgekriegt, währenddessen ich übers Wochenende fort war ich natürlich im Discord unterwegs, waren einige Leute beim Autorennen zuschauen. Ich weiß nicht, was da los war, aber offensichtlich irgendwas am Sachsenring. Ich hab keine Ahnung. Aber den hast keine Ahnung. Mr. LFD, merci für den 45er. Ab ist Chat WUIMs. Was? Sternchen, Hack Turbo gestern ab jetzt wo ich misspacken. Was? Den verstehe ich nicht. Ich hab über Wochenende keine Memes mitgekriegt. Die kämen nicht aus, was gemeint ist. Andi, merci dir. Hansi, merci wieder ein Zwiegel. Kaip, merci wieder ein Rissab. Kuss auf dich. Der Chef, wir brauchen noch ein Schnorchelset für Kroatien. Unbedingt, oder? Merci fürs Ofix und habt's Bimbo Highland eingenommen. Nein! Captain Hügel hatte was dagegen. Kommen wir auch heute dazu. Oh, das Einzige, was ich noch nicht auf hab. Ah, shit, wieder nicht ganz vorbereitet. Ich hab auch keine Zeit nicht gehabt. Sag das, was es ist. Wir werden ich erkläre gleich in aller Ausführlichkeit, was wir mir da heute deren und überhaupt und sowieso und was das ist. Stefan, mehr Donos, mehr Schnorchelkurztrips. Dadurch mehr Content, den du abschreiben kannst. Das ist der Endplan. Das ist dann habe ich es durchgespielt. Sollte das funktionieren. Aber wir werden alles sehr transparent besprechen heute. Was hat die ganze Gaudi gekostet? Wo war ich überhaupt? Was haben wir überhaupt da? Einige haben es ja nicht mehr, die sind ja nicht alle im Discord. Ich hab 2 Instagram-Beitel gepostet, für mehr hat es nicht gelangt. Die anderen kommen dann noch. Von Unterwasser etc. Also jetzt passt's, Obacht. Wir haben heute so viel zum Schmatzen. Ich weiß gar nicht. Ist der Bird-like an? Gut, ich weiß gar nicht, ob ich. Jetzt habe ich es schon verraten. Jetzt muss ich leider wieder umnehmen, hilft nicht. Also, jetzt passt's, Obacht. Jetzt kriegst du mir erst einmal noch einen Haufen rein. Gehen wir mal ein bisschen runter. Ich bin immer noch aufgeregt wie ein Behinderter. Ich weiß überhaupt nicht, was da passiert ist. Ich sag das, was es ist. Ab jetzt, in kurz gesagt, ich scroll da jetzt einmal schnell da hin, wo wir waren. Damit ich euch das auf Google Maps zeigen kann, so wie wir das immer machen und so weiter und so fort. Also am Thumbnail so wird ja schon mal. Nein, Herr Pro-Zuschauer, das ist Schwieber Money. Das ist gut. Servus! Servus. Die Lisa ist ab heute staatlich anerkannte Heilerziehungspflegerin. Glückwunsch. Ich weiß nicht, ich habe nicht mehr gewusst, dass es einen Beruf namens Heilerziehungspflegerin gibt. Und ich weiß auch nicht, wer die Lisa ist, aber gratuliere! Ich gratuliere stark! Ich weiß noch nicht, wer die Lisa ist, aber gratuliere mir. Press F at Lisa ab in den Chat. Dankeschön, Herr Pro-Zuschauer. Kali Kalmund, habe die Ehre, Bürger schauen, diese gut.
Heute gibt es allerdings wieder mal kein Gameplay. Haben wir letzte Woche haben wir auch schon nur Blättschmalz eingehört, aber diesmal geht es nicht anders. Denn, und jetzt passt so, für die meisten, die immer ein Thumbnail verrotzt ja schon so ein bisschen, was wir da haben. Vor 2 Wochen, genau ziemlich heute, vor zwei Wochen haben wir auf die Idee gekommen, ich und der Flash. Jetzt werdet ihr hier denken, who the fuck ist der Flash? Wer war im DayZ-Stream dieses Jahr da? Und wer kann sich nur an den pinken Besen erinnern? Meine verbrennten Fürstbraten heilende Pflege. Das ist übrigens der Flash. Also wenn ich heute Flash oder Bird-like sage, dann ist es die Person hier. Haben wir vor 2 Wochen, haben wir so geschmatzt so, ja, die Bürgerin Stashi. Ich hoffe, du hast die gut erholt. 0. Es war kein Erholungsurlaub. Sag ich auch freiwillig gleich, wie es ist. Freiweg, wie es ist. Was haben wir da? Patrick, Birger, kannst du bitte nächstes Mal ins La Banda Royal einchecken und mit mir schnorcheln? Das habe ich gar nicht gesehen. La Branda Royal. Habe ich das auf dem Weg dahin, wo wir waren, gesehen? Weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Na klar kennen wir den noch. Da ist Real Good kennt noch. Besen ist noch einmal Wi-Fi-Ding. Das stimmt, aber im DayZ-Stream, da war's der Flash. Und da habe ich damals schon gesagt, die kennen Flash mittlerweile schon ziemlich lange. Da ist eine sehr gute Freundschaft entstanden. Man kennt sich auch im Real Life. Es ist ein Real Life-Freund. Nicht ein Spezi oder ein Kumpel oder sonst irgendwas, sondern wirklich ein Freund. Und da haben wir so geschmatzt. So, habe ich gesagt, ja, Bierin hat letzte Woche Urlaub gehabt und diese Woche Urlaub und ich nicht. Und die ist über das Wochenende an den Gardasee gefahren mit ihrer besten Freundin und ich war daheim geblieben. Und dann habe ich so geschmatzt, so, haben wir so geredet, so vor 2 Wochen, so, haben wir im Discord geschmatzt. Ja, übernächstes Wochenende habe ich sturmfreie Bude, kann man was tun. Und dann war zuerst waren wir beide so drauf gewesen, so, ja, keine Ahnung, kommt da auch nicht zum anderen, der wir wegen der Hit-Düdeln, der wir, weiß ich nicht, alte Super Nintendo-Spiele spielt, irgend sowas halt. Für was du normalerweise keine Zeit hast, wenn die alte umeinander schläft. Und irgendwann ist dann gefallen, fliegen wir fort. Und dann haben wir gesagt, wo fliegen wir hin? Ja, nach Ägypten. Und dann haben wir so ein bisschen umeinander gedüdelt. Und dann haben wir da so mal geschaut und ihr habt mir ja sehr oft den Tipp gegeben, ich war letztes Jahr, wir haben schon 2-mal so Urlaub-Review-Streams gemacht, wo ich dann Battle- und Unterwasser-Videos herzeige, aus Malle zum Beispiel und aus Kreta. Und da war ich schon Feuer und Flamme, Mittelmeer. Ja, mir taugt einfach, ich liebe Schnorcheln, Schnorcheln ist die geilste Scheiße, habe ich vor 2 Jahren erst wieder entdeckt. Und dann habt ihr mir allesamt, sehr viele Leute haben mir den Tipp gegeben, leck, Alter, Rotes Meer, da musst du mal nach Ägypten oder irgend sowas. Und dann war ich immer erst so, ja, Afrika und ganz furchtbar muslimisches, strenges Land und so. Da habe ich gar keinen Bock eigentlich und Bürgerin halt schon gleich 5-mal nicht. Und da habe ich schon für mich abgeschlossen, ja, das wird in dem Leben nicht passieren. Und dann habe ich gesagt, weißt du was? Fliegen wir nach Ägypten. Und ich denke, ja, aber dann haben wir so ein bisschen auf Google Maps umeinander geschmeinzelt. Und dann haben wir gesagt, weißt du was? Drauf geschissen. Mach einmal Schluss, Herr Bartromer. Okay, um Punkt 10 nach 8 die werden Donations gemutet. Merci für den 15er, habe ich direkt zurück. Schleinkoffer, merci wieder noch. Fun Fact des Tages, wenn du mit einer Wuchtmaschine in Nudel, was? Wenn du mit einer Wuchtmaschine Nudel im Vogelnest anmalst, dann sind Kopfhörer ziemlich schüchtern. Was? Wenn du mit einer Wuchtmaschine Nudel im Vogelnest anmalst? Was? Bitte, Herr Schleinkoffer, schreib irgendwo in den Chat eine, dass du dich vertippt hast, weil... Ich lese nochmal. Wenn du mit einer Wuchtmaschine Nudel im Vogelnest anmalst, dann sind Kopfhörer ziemlich schüchtern. Was? Herr Schleinkoffer, okay. Jetzt ist mir kurz das Hirnstippeln, ich weiß auch nicht, was ich sagen soll. So, ist mir wurscht, ob es jetzt 10 nach ist oder nicht. Leute, vielen herzlichen Dank für die Donaterei, danke für die Resubs, danke für alles. Kuss auf die Nuss. Aber jetzt einmal nochmal zurück. Afrika! Wir sind, ich glaube, ich war auch noch nie außerhalb der EU. Muss ich auch dazu sagen. Ich war noch nie so weit weg wie da in Ägypten. Ich war einmal in Teneriffa. Ich weiß nicht, wie weit Teneriffa weg ist. Kann ähnlich weit sein, aber gut. So, also, jetzt passt so. Jetzt gehen wir da einmal auf Google Maps.
Hoppala, das wollte ich nicht. Zack, 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 jetzt schalten wir mal um. Und dann werden wir mir in aller Ruhe bitten. Nein, nein! 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 Einfach nein! Kubala Sepp, nein! Derweil Manu ist schuld, der Zipfel meint, ich wäre ersetzt worden. Alter, da, also, jetzt nicht um einen Louis irgendwie klar zu machen, aber da feiert's himmelweit. Niemand ersetzt den dümmsten Geldscheiß aus der Macht. Zfx. Kubala PS-Bürger, das war MotoGP, kein Auto in Arbeitswagen. Sechsmal wie viel Ahnung, dass ich davon habe, nämlich genau Zero. Kubala Sepp, nein! Schluss! Aus! Pfui! Ich sitze jetzt da 2 Stunden und ich hab so viele Fotos und so viele Videos und so viel Blödsinn zum Erzählen und ich weiß gar nicht, ob wir überhaupt fertig werden. Jetzt ist Ruhe. Leon, merci dir. Schluss. Dankeschön. Von ganzem Herzen, aber jetzt ist Schluss mit Donaten. Ich rast aus, wenn ich alle 2 Sekunden irgendwie unterbrochen werde. Schluss. Teneriffa ist zwischen Afrika und Spanien. Von der Strecke her bin ich mir nicht sicher, ob es ähnlich weit weg ist. Löwensee, merci. Habe ich dir Bier aus in China Kurzurlaub gehabt? Das erkläre ich jetzt an Hakelberg. Merci. So, Schluss jetzt mit Donates. Jetzt schalten wir um. Wo sind wir? Das machen wir aus. Das geht kein was an. Da ist das erste Beutel. Dann machen wir so und dann sollte das passen. Schluss jetzt, Wolfric, merci dir, Kuss auf die Nuss. So, gehen wir da oben und dann werden wir schon sehen, was sagen. So, hallo zusammen, ich bin hier unten und dann da ich sagen, ich versuche jetzt halt, ich bin null vorbereitet. Das ist einmal das allererste. Ich habe auch keine Zeit nicht gehabt. Ich habe natürlich den Content und alle Fotos und Videos einmal kurz, grob gesichtet und grob benannt und so weiter und so fort. Aber das hier wird jetzt die ausführliche und uncut Präsentation von unserem Kurztrip. Also wie gesagt, ich und der Flasch haben uns dazu entschieden, weißt du was, Check-off, fliegen wir fort, schauen wir mal. Und wie man schon sieht, da Kreta, alles markiert, wo ich schon mal war. Dann geht es halt da noch, jetzt gehen wir mal schnell, wo ist denn Teneriffa? Wo ist Teneriffa? Das ist Palma, da waren wir letztes Jahr. Ist Teneriffa nicht irgendwo da herunten? Ist das nicht immer da Santa Cruz de Tenerife? Warte mal. Ist das nicht irgendwo da herunten? Ist das nicht Teneriffa? Da? Santa Cruz de Tenerife? Ich habe keine Ahnung. Ist aber schon ein bisschen sehr weit weg von Spanien. Aber gut. Kann auf einer ähnlichen Höhe sein, wie da, wo wir waren. Hashtag MAP! Der Einzige, der es checkt hat, ist wieder mal nur der Gurkeil. Gurkeil und der Marvel-Sepp und Olivia. Wenigstens ein paar. Wenigstens ein paar. Also, wir haben von da oben runtergepimmelt, bla bla bla, nach Ägypten, um genau zu sein, an den Hurghada Flughafen und dann ein bisschen südlich, so 20 Kilometer ungefähr, nach Makadi Bay. Und das haben wir ganz genau so gemacht. Das Allerwichtigste vorab, auch vielleicht für die, eventuell entsteht daraus später nochmal ein Video. Erstmal habe ich die an alle, die sich die Uncut-Version daraus angucken möchten. Das Allerwichtigste vorweg. Ich werde alles freiwillig auserzählen, was hat was kostet, wie haben wir es gemacht, etc. Das soll eine Mischung werden aus Blödsinn, Information und rentiert es sich und aus ein paar coole Beutel und so weiter. Wir haben die ganze, wenn ich irgendwelche Firmen erwähne, ja, dann nicht, weil ich dafür zahlt wird. Das ist kein einziges Sponsoring oder sonst irgendeine Scheiße oder was weiß ich. Das tue ich nur aus Begeisterung und ich werde euch auch ganz genau sagen, was beschissen war, was nervig war wie Sau, etc. etc. Was wir vergessen haben, was ich anders machen darf beim nächsten Mal und so weiter. Es ist hier kein gesponserter Stream, irgendwie etwas. Ich möchte es einfach herzahlen. That's all. So, wo ist jetzt der fucking Hurghada? Das ist weiter auf alle Fälle mal viel weiter um. Das ist relativ weit am Roten Meer. Da pimmelt man mal da so rein. Und dann geht es da so vom Flughafen weg, geht der Straße runter. Noch ein bisschen weiter, noch ein bisschen weiter. Und das hier ist Makadi Bay. Ist nicht groß und da gibt es, das Allerkrasseste ist, da gibt es nichts. Es ist wirklich, du fährst da auf die 2 Straßen, da, also nennen wir es mal Autobahn, ja, und links und rechts ist nur Sand. Nur Sand. Wir gehen das chronologisch gleich einigermaßen durch anhand von Fotos und dann immer wieder Videoschnipsel, aber damit ihr mal wisst, wo wir waren wir da so einer. Und jetzt muss ich selber schnell schauen, was genau unser Hotel war. Ich glaube, das hier. Ja, es gibt in Ägypten nichts anderes wie Hotelresorts und wie es da schon sieht, ist ein Resort neben dem nächsten und mehr gibt es da nicht. Da kannst du nicht zum Essen gehen, da gibt es keine Stadt zum Anschauen und wenn es eine gab, dann kannst du vielleicht Pech haben und nie wieder heimkommen. Und ja, das war unser Hotelresort, wenn mich nicht alles täuscht und ich kann es gar nicht so richtig wiedergeben, wo wir da genau waren, aber irgendwo da.
Das Ganze haben wir bucht über Check24, hat für 4 Tage all inklusiv 531 € gekostet. Und ich glaube, wir kriegen noch durch einen Gutschein 60 € zurück. Also hat die ganze Gaudi genau 501 € gekostet. Und wenn es dich nicht verarschen lässt da unten, dann brauchst du auch keinen Cent Geld. Wie das Hotel war, wie das Personal war, wie der Pool war, wie das Meer war, kommt alles in den nächsten 2 Stunden. Eine riesendrum Poolanlage mit Poolbar drin und so weiter. Da waren wir auch mit dort. An der Poolbar da hinten waren wir auch mit dort. Das war der riesendrum Strand. Der war echt atomar riesig. Wir waren 4 Tage. Wir haben am Donnerstag in der Früh geflogen und haben gestern auf die Nacht zurückgekommen. Also am Sonntag. Das war, Moment, da muss ich gut schon mal aufs Datum schauen. Das war der 4. Juli bis zum 7. Juli. Und ohne Scheiß können wir gleich erzählen. Bavarian Z, merci dir. Neue DLC-Map vom Elden Ring schaut aber komisch aus, aber schön viele Details. Merci, von hinten merci. So, Schluss. Und warum wir da hingeflogen haben, wir haben uns das halt in Google Maps angeschaut, ist einfach das hier. Da ist vorne am Privatstrand, mehr oder weniger, ich hoffe, ihr seht meinen Mauszeiger da, und auch das Hotel daneben, das gehört irgendwie zu, da haben wir auch umgehen dürfen. Kannst du an den Steg rausgehen und der ist, können wir nachmessen, Entfernung messen, von da nach da, 350 Meter lang. Und das davor ist alles Wasser. Ja, zumindest ganz in der Früh und ab spät Nachmittag. Über den Nachmittag fährt da die Sonne drüber und dann ist da Ebbe und dann kannst du da den ganzen Weg eingehen, das ist alles Sand. Das sehen wir auch später noch. Und dann steppst du da, in dem Ding, kannst du ins Wasser einspringen und dann kannst du da mal anschnallen. Und ich wie diese Riffe da gesehen habe, wenn man denkt, alles klar, Freunde, da müssen wir hin. Okay? Da müssen wir hin, das schauen wir uns an, das schaut vernünftig aus. Das schauen wir uns an. Und wie das ausgeschaut hat, schauen wir uns jetzt Stickerl für Stickerl an. Und ich sag da was, ich war so schon vom Schnorcheln geflasht. Im Mittelmeer. Aber da ist das Mittelmeer leider Gottes ein Häufchen Scheißdreck. Und ich hab so ein bisschen das Gefühl, dass nie wieder Schnorcheln irgendwo anders Spaß macht. Wo es nicht noch krasser ist. Und ja, irgendjemand hat es schon eingeschrieben. Unsere eigentliche Mission, warum wir da hin wollten, ist, wenn man da noch ein bisschen südlich geht, ich weiß nicht, ob ich es lesen kann. YouTube, ich kann nichts dafür, dass diese Insel so heißt. Okay? Das hat keinen Hintergedanken oder sonst irgendwas. Die Insel heißt nun mal Bimbo Island. What? Was soll ich machen? Okay? Und unsere eigentliche Mission war folgende: die Insel einzunehmen. Ich habe sogar extra eine Fahne gebastelt. Ja. Habe mir sehr viel Mühe gegeben. Ich lasse da ein bisschen im Beutel. Vielleicht spannst du eine oder andere und erkennt es dann irgendwann. Beim Flash hat es auch ein bisschen dauert, bis er kapiert, was ich da gemalt habe. Ja, um die Fahne zu hissen. Warum ich die Fahne wieder dabei habe, seht ihr jetzt dann. So, wir fangen jetzt da. Es war Donnerstag, aufgestanden um 5 Uhr. Habt ein grobes Bild, wo wir waren, was der Plan war. Los geht's. Also machen wir das da hier Vollbild. Und dann werde ich einfach, ihr seht das jetzt alles uncut. Ja? Da können jetzt auch ein Haufen Schrottbeutel auch dabei sein, ja, wo man mal, hoppala, hab ich da jetzt ein Foto vom Boden gemacht und so ein Scheiß. Ich hab schon grob aussortiert, aber halt wirklich nur ganz grob, da wo ich sage, okay, das ist ein Schwarzbeutel, die Fotofile ist corrupt, die habe ich ausgelöscht und so weiter. Ansonsten sind jetzt das von meiner Cam. Wir haben alle, und das meine ich jetzt, ja, das mag jetzt vielleicht den Eindruck machen, als da die gesponsert werden oder sonst irgendwas, wenn ich die ganzen Sachen da reinhalte. Aber wir haben beide eine Actioncam, keine GoPro, weil da zahlst du auch wieder wie bei Apple 50% an NAM. Das ist eine DJI Osmo Action 3, haben wir beide, und das sind jetzt die Fotos von meiner Kamera. Und da auf meinem anderen Monitor habe ich, ja, ich glaube 300 Gigabyte Videomaterial. Das können wir uns heute sowieso nicht alles anschauen, das ist völlig unmöglich. Ich versuche das eventuell in den nächsten Tagen, 1, 2, 3 Wochen, je nachdem wie ich dazu komme, weil jetzt dann nämlich Küche tatsächlich ernsthaft vor der Haustür steht, in ein einigermaßen ansehnliches, kompaktes Video zum Schnipseln. Aber einfach mal ein bisschen durchgehen, was wir so gemacht haben. Und mit der haben wir aufgenommen. Und er halt auch. Habe ich dort Videoserien und jetzt gehen wir das einfach chronologisch so ein bisschen durch.
was wir drin haben, damit ich ein bisschen was erzählen kann, wie das abgelaufen ist. Es schaut ja gar nicht, dass es erst 3 Tage her ist, weil so weiß ich noch alles. Das ist gar nicht schlecht. So, es ist Donnerstag, 5 Uhr in der Früh, aufgestanden, 6 Uhr war er von meiner Haustür, hat mich abgeholt, er ist gefahren. Wir haben das gemacht mit Park and Ride. Das ist eine ganz nette Geschichte. Da gibt es direkt neben dem Mingerer Flughafen gibt's so einen Mini-Parkplatz, der heißt Park and Ride. Das machen wir jetzt mal so. Kostet 50 € für 2 Personen. Da kannst du dein Auto, glaube ich, sogar so lange stehen lassen, wie du willst. Das haben wir letztes Jahr im Urlaub auch gemacht. Für über eine Woche hat er 50er gekostet. Ja, das ist Welten weniger, als wenn du einen Parkplatz am Flughafen buchst. Da zahlst du, glaube ich, bei 2 Tagen zahlst schon 50 oder 60 €. Und da haben wir kurz davor. Ich schalte einfach mal blöd durch. Okay, das ist ein großer Sprung. Alles klar, offensichtlich haben da nicht mehr recht viele Fotos passiert, aber ich habe da ein paar Videos. Und jetzt ist die Frage, ich schalte jetzt einfach mal irgendwas ein. Da, da ist er, der Fettsack. Achtung, ich hab's ja schon ein bisschen benannt und so weiter, aber kriegen wir schon. Heute her, eben's die Bierger, das ist der Flasch, das ist fucking 6 in der Früh und eigentlich weiß keiner von uns zwei, was wir da so 100%ig genau deren. Das ist absolut richtig. Und weißt du, was das Allergeilste ist? Wir haben ja wirklich mit dem Gedanken angefangen, wir haben beide die Kamera dabei, wir filmen so viel wie es geht, so vlogmäßig und so weiter. Ich habe sowas noch nie gemacht. Oh, ist es laut? Headset Klaus Brut ist, im Fernsehen schaut man oben so fett aus. Ich spreche für einen Flash, wir haben beide fett. Ich sag's es ist. Ich mache ein bisschen leiser, machen wir 70. Und sofort ich habe sowas noch nie gemacht. Ja? Wir haben ja völlig unvorbereitet, einfach hier, ja, halt mir irgendwo Kamera drauf, labert irgendeinen Scheiß, keine Ahnung, wird schon passen. Breitensalz, messen wieder ein Riss-Up. Und an die Breite ist messen wieder entwickelt. Kann ich so nicht unterschreiben, sind wir 10 Tage in Tunesien gewesen, da hat es Parken direkt am Flughafen mit Parkers 107 € gekostet. Echt okay, schöne Grüße. Das kann ich nicht unterschreiben, weil 107 € hätte uns der Parkplatz schon gekostet. Am Gate natürlich, ja, also auch direkt da, wo ich nicht 8 Kilometer gehen muss oder nichts mehr fahren muss, hätte er uns schon über 100 € gekostet für die 4 Tage, wo wir jetzt da waren. Ganz ehrlich, da soll ja jeder selber schauen, mir gefällt die Park-and-Ride-Geschichte ganz gut. Da fährst du dein Auto hin, der packt dir das ein, das kostet 50er. Dann fährt er dich zum Flughafen, an dein Gate, wo du hin musst. Du gehst 5 Meter, Check-in und bist da. Schöner geht's nicht. Und wenn du wieder heimkommst, rufst du noch, es dauert 8 bis 10 Minuten, dann kommt er, bagelt der ein, 10 Minuten bis du wieder dort bist, dein Auto steht schon da, fertig, der drückt einen Schlüssel in die Hände und du kannst losfahren. Bequemer, glaube ich, wird's nicht. Für den 50er. Pro Person mehr, glaube ich, kostet es dann ein 10er mehr, bin mir nicht sicher. Weiß nicht, warum man da nach Person geht und nicht nach aber ist ja wurscht. Herr Dark! Kuss auf die Nuss, welcome to the squad, ab in den Chat, aber der Dark. Schluss jetzt mit Donations, wir haben ja noch sehr viel zu sprechen. So, und da kickt sofort so mit. Ich komme mir vor wie ein Vollidiot, wenn ich da umeinander und das im Auto, wo noch keine fremde Person da ist. Ja? Wenn wir da sitzen und irgendeinen Scheiß in die Kamera einschmatzt. Das ist so richtig behindert. Wir fahren da hinter hin und dann schauen wir weiter. Blauen Linie nach! Immer der blauen Linie nach. Weißt du, das flackert voll. Also Ich weiß eigentlich gar nicht, warum ich das Ding jetzt eingeschaltet habe, aber damit ich auch mal irgendwas in die Kamera ein so. Das schneiden wir dann später einfach. Wir nennen das Shortcuts. Korrigiere Jump Cuts. Ja, Damit wir, tu dir die Jump Cuts, damit so ausschauen, als darf man genau wissen, was als wir hätten wir sagen. Ahnung, was wir da schmeißen. Ja, okay, bis später wieder. Wir müssen mal, wenn wir da sind. Ich frage mich nicht, was wir uns da gedacht haben. Ob das jemals in ein Video kommt oder irgend sowas. Kannst vollkommen. Weiß ich nicht. Sag ich dir, wie es ist. So, dann geht's weiter. Da haben wir irgendwann angekommen. So, Autobahn. Ja, genau. So, dann haben wir da noch ein bisschen was. So, dann haben wir da 10 GB an der roten Ampel verschissen. Den Satz machen wir dann einfach per Voice over. Ja. Und dann haben wir da schon das Philosophieren angefangen. Da haben wir das erste Mal so gespannt. So, Sekunden diskutiert, hast du deine Festplatten schon dabei, damit wir nicht voll werden? Ja. Schnell, mach aus! 2 Megabyte. es ist so dumm, Alter. Aber es ist nicht real. Ja, wie gesagt, das ist uncut, das ist genau, wie wir es gemacht haben und das ist das Park-and-Ride-Ding. Da düdelt man halt dann rein. Originale private Einblicke. Ja! Du mal das Auto weg. Dann düdelt man da hinein. Genau, dann tut er schön dort parken. Könnte Probleme wegen den Kennzeichen geben. Meinst du? Grüß Gott. Ist ein guter Punkt, da gebe ich dir ausnahmsweise recht. Habe ich nämlich auch gerade gespannt so an der Ampel dort und fuck, da ist einfach das Kennzeichen dort. Aber was möchte ich dann damit? Wenn ich draußen auf der Straße. Ja. Dann schneide ich es raus. Ich schneide es im Nachhinein raus. Tue ich das?
Kommen nur Autos? Ich glaube nicht. Und wenn man ich glaube, man sagt dann in Ägypten auch noch mal ein paar Kennzeichen, die kann sowieso keiner lesen. So, leg mir am Arsch. So, haben wir da. Flughafen Check-in, da hat einer, jetzt pass auf, da sagst du richtig, wie es dann kickt, wie ich merke. Ich bin ein Influencer. Influencer-Moves. Erstmal rauchen. Ich immer aufführen wie ein Vollidiot, so bei der Kamera läuft. Das Wichtigste. Du hast den Ransen daheim vergessen. Depp fahren wir dabei. Oh, Depp fahren wir dabei. Stuttgarter 2. Das ist voll behindert, Mann. Schau dir. Es ist so dumm. Was der jetzt da? Haben wir gewartet, bis wir zum Flughafen gefahren werden. Videoton ist jetzt ein bisschen zu leise, fix. Irgendwie so, gell? Um fotogen zu sein. Genau das, was ich. Haben wir schon wieder so weit, ich mache das jetzt sofort wieder zu, die Kennzeichen sollen mir, ich helfe dir nicht. Auf alle Fälle hat da das erste Mal so richtig geil gekickt, so mit, wenn du da stehst mit deinem scheiß behinderten Stecker und alles mit der Kamera, wir haben jetzt so einen Park im Flyer, und haben wir sofort gedacht, Alter, das müssen wir irgendwie anders machen. Weil ich war der Erste, der irgendwelche anderen Spacken sagt, die das deren und der sofort auslacht und sie denkt, halt dein Maul, hau ab. Haben wir dann auch nicht mehr recht oft da, wenn da Leute in der Nähe waren. So, weiter mit den Fotos. Oder haben wir noch Video? Dann Flughafen-Check-in. So. Ah ja. Das ist übrigens auch ein Ding, das ich jedem wärmsten empfehlen kann. Ein verdammtes Nackenkissen. Das habe ich mir noch gekauft für einen gestungenen 10er bei Amazon. Hast du eigentlich normale freien Tage? Ja, nur. In meiner Welt nur. Herr Muster, in meiner Welt nur. Aber pass auf, muss ich nochmal zurück tun. So, kann ich jedem nur empfehlen, Nackenkissen. Beste Investition ever. Vor allem, wenn es ein bisschen größer ist. Ich bin jetzt nicht klar, ich bin aber auch nicht groß, aber es gelangt, dass ich nicht gescheit da reinpasse in das geschissene Ding. Beim Hiefling haben wir das Glück gehabt. Wir haben einen Platz am Notausgang gehabt. Da hast du mindestens 10 oder 15 cm mehr Platz. Und ja. Laut Amtsgericht Kassel müssen Kfz-Kinder auf Fotos, ergo in Videos, nicht generell verpixelt werden, da Nummernschilder wohl nicht als sensible Daten gelten. Herr Reschke, Dankeschön. Quelle, woher? Wer will denn normale Freund? Das ist ja langweilig. Der Luke schreibt, Pro-Tipp, wenn du über 1,90 groß seid, fliegt es nicht mit Ryanair. Mit was haben wir denn mir geflogen? Mit Cairo Air. Oder Air Cairo hat es, glaube ich, geheißen. Okay, Herr Reschke, da hätte ich gerne noch eine Quellenangabe, was das her ist, aber wahrscheinlich einfach schnell gegoogelt. Ja, also ich finde das ehrlich gesagt, hat mich auch immer gefragt. Schau so, die Kamera an, oder was? Man wäre mehr sehr typisch niederbayerischer Trampe. Ja, Vollgas, ist ja klar. 15 cm Platz, der jetzt was schießt. Freunde mit einem gewissen Dachschaden sind die besten Freunde. Natürlich, ich kenne nur Behinderte. Aber die Behinderten sind die Besten. Und, wie es er auch schon einmal gesagt hat, ich weiß nicht, ich war das nicht sogar in einem Stream irgendwo oder in einem Disc, ich weiß nicht. Die besten Freunde lernt man auf das 2 kennen. Mhm. Da habe ich ihn übrigens auch kennengelernt. Auf das 2. Sehr gut. So. Check-in. Da glaube ich, gibt es nicht recht viel. Ich tue wieder ein bisschen Viere. Ja. Da war's. Mei, wie spät wird es da gewesen sein? Jetzt im Video mit dieser Information. 8. Sowas. Also gute Stunde brauchen wir grob auf Minge. Dann also gute 25 Minuten, bis der Auto abgeben hast. Dann bist du hergefahren und bis da drin bist. Dann wird noch eine geraucht. Und ja, und da war ich schon verwundert, hey, mitten am Donnerstag, Off-Season, keine Ferien, nix und es geht zu wie Schwein-Harry. Und dann haben wir noch bei der Sicherheitskontrolle, ich hab mich die ganze Zeit schon gewundert, ja, wie lange wird es denn wohl dauern, bis wir die erste kennt. Oder kennt man überhaupt nicht, es sind ja keine Ferien und nichts, da haben ja nur alle die Leute unterwegs und weißt du das eh. Und dann? Das wirklich stimmt, weil, ja. Schönes Moment. So. Schöne Grüße gehen raus an den Lorenz. Wunderbar. Wie gesagt, das ist alles uncut, aber gut. Ich lasse das drum jetzt einfach mal laufen. Was du so oder was? Jetzt gerade schon. Jetzt gerade schon. Jetzt ist es aber nicht hochgegangen, Ja. Tatsächlich. Ist zumindest nicht Mal schauen. Ob was rauskommt, wahrscheinlich eher nicht. Bist du eigentlich her? Bist du von der Umgebung München her? 100 Kilometer nochmal etwas. Ich weiß nicht, warum es nur mich filmt. Das hat jetzt der Flash gefunden, ich weiß nicht, warum er nur wo er hinfilmt. Ich weiß es einfach nicht. Aber im Grunde ja.
Stunde, ja. Komm mal, also, Woher kennst du schön. ihn noch überhaupt? Von YouTube. Eh klar. Und warum genau? Na, weil er so witzige Videos macht. Weißt, du stehst aber Aber heute auch die Arschloch. Was wir uns kennst, ne? Und das ist das Allergeilste. Aber, ja, wo kennst du? Ja, von YouTube. Und er stellt halt auch diese Arschlochfragen. So, ja, was für uns? Und in diesem Blick vom Lorenz, übrigens, Grüße gehen raus, der ist nach Thailand geflogen mit 19, Alter. Und das komplett alleine Backpacking. Da muss ich ganz ehrlich sagen, das hätte ich nicht im Kreuz gehabt. Aber ich kann dein Papp sein. Die Blonde hat aber auch gar keinen Bock. Welche Blonde? müssen wir dazu sagen, Die ganze How-To-Geschichte. Die ganze Haut. wir müssen dazu sagen, es hat genau ungefähr, wie lange es dauert, Viertelstunde, bis man die erste kennt. Ich kann im Stream aber 15 Bin ich jetzt der Erste? Wie heißt du überhaupt? Lorenz. Lorenz. Ja. Na, bin ich jetzt der Du Erste? bist der Erste, der gibt's das ja ja. gar nicht. Da rennen nur alte Leute umeinander. Also am Flughafen wundert es mich nicht, aber wundern das, wenn uns da unten ein In Paket Ägypten, das wär der Sache. Hat's Ja. Nein, du meinst, ja. Das ist mir in Kreta passiert. Um 10 Uhr auf die Nacht auf der Straße geht ein paar mit so ein bisschen Bier, können ein Video machen. Alter, was? Hey, wenigstens hast du jetzt das Benefit. Ihr macht's ja wie. Schön, der Lorenz hat nicht nach einem Video gefragt. Und er hat eins gekriegt. Press F in Lorenz in den Chat hinein. So sieht's aus. War nicht aufdringlich, war ganz normal. Man merkt es so mit, oh Gott, jetzt zieht. Warte, ich such den Blick noch mehr raus. Warte. Ich kann im Stream aber finden. Was wir uns. Woher kennst du ihn noch überhaupt? Von YouTube. Eh klar. Warte. Und warum genau? Na, weil er so witzige Videos macht. Warte. Hab ich schon mal angeschaut. Was wir uns kennst, ne? Da. Dieser Gesichtsausdruck, so, oh. Gott, jetzt hat er wirklich eine Kamera dabei und fragt mich irgend so eine Scheiße, Alter. Habe ich schon lachen müssen, das ist richtig okay. So. Aber war ganz okay. Nicht aufdringlich, nichts, bisschen hin und her gelabert. Foto, haben wir, weiß ich nicht, das muss man der Bird-like sagen, ob man mit ihm da ein Foto gemacht hat, ich glaube aber schon. Und in Ägypten unten am Flughafen hat man dann noch jemand kennt, aber im Resort und so weiter nicht. Der da hinten ist wohl Salty. Weißt du, warum er Salty ist? Ich kann dir genau sagen, warum. Möchtest du wissen, warum er salty ist? Jetzt kommt nämlich dann gleich was Gutes. Pass auf, ich tue ein bisschen Viere. Ja. Das Schwabbel da, das interessiert keine Da Sau. rennen nur alte Leute umeinander. Also im Alle hinter uns sind pissed as fuck. Flughafen wundert es mich Das nicht. hat einen Grund. Aber wundern das, wenn uns da unten ein Paket Ägypten, das- Was hast du jetzt das Benefit? Ihr macht's ja wie. Der Regenbogenmann schon wieder. Leute von hinten wir, der in seiner Regenbogenweste. Pass auf. Kann passieren, dass du in einem Stream landest. Das ist in Ordnung. Alles klar. Das ist okay. Was ist auf Kamera, dass er das gesagt hat? Weil sonst Da. Er ist so dermaßen pissed as fuck und ich kann dir genau sagen, warum. Das ist mal so, auch wenn wir nämlich umdrehen. Ja, hab ich. Hoppala, wir dürfen schon. Wir nämlich die ganze verfickte Schlange einfach aufgehalten haben und kein Mensch auf diesem Planeten von uns hat irgendwie registriert, dass da schon 8 Kilometer Viere geht. Was aber ich auch ganz lustig finde ist, selbst wenn wir haben ja dann der Viere gegangen, ne? Wir haben dann gegangen. Der Regenbogenmann ist pissed as fuck, deswegen ist er auch nicht schneller gefahren. Das hat er nicht verstanden, der Regenbogenmann, weil für das braucht man ein IQ über klimatisiertes Flugzeughaus hinaus. Aber weiß es eh, was es ist. Wieder weiter, schau her. Das hat er nicht verstanden. Das muss man wissen. Deswegen kommt er auch nicht schnell zur Sicherheitskontrolle. Links, rechts. Der Vollidiot. Nein, wenn er keins aufs Maul aufbringt. Ja, stimmt. Stimmt. Achso. Dass du es nicht vergisst und das nicht auffällt. Da, Hol doch nicht auf, kommt dass er du auch keinen Meter nicht Aufnahme weiter. Da, ist. Regenbogenmann, ist immer noch scheiß Regenbogenmann. Alter. Nein, Das pisst as fuck. was zum Prime auf Ägypten sehen. Kann ich mir nicht vorstellen, dass die hieß. Schau das Gesicht da. Da, schau da noch. Kann man das irgendwie größer machen oder so? Weiß ich. Ah! Das kann ich, Untertitelskalierung. Untertitel brauchen wir den erst nicht. Ja gut, da war dann die Sicherheitskontrolle und was man schon immer, ich hätte gar nicht droht denkt, was wir immer schon einmal machen wollten ist, hey, wir schauten eigentlich, wenn du da dein zeigst, du musst da dann, ich hab wieder mal meine Hosen verloren übrigens, weil ich immer Black nur bin, dass ich mir einen riesen Hashtag Regenbogenmann. Da wollte man, ich sag das, was ist, da wenn ich einen Ton gesagt hätte, oder wenn er was gesagt hätte und ich hätte einen Ton zugehört, dann hätte ich auch nicht aufs Maul gekriegt vom Regenbogenmann. Fucking Regenbogenmann, Alter. Und ja, wieder alles auszogen und so weiter und dann musst du alles in so eine Schachtel legen und dann wird es durchleuchtet, ja, dann fährt es durch so ein Ding durch. Und er ist drauf gekommen, dass er Kamera reinlegt, währenddessen das eingeschaltet ist und da durchfährt. Wir wollten schon immer mal wissen, wie das ausschaut. Achtung!
Das kann jetzt ein bisschen dauern, kann sein, dass ich da vielleicht ein bisschen viere. Hm? Oh. Ja. Kamera fangen auf alle Fälle zum Grieseln an, aber sehen tust nix. Ja, aber wir haben es einmal gesehen. Wer kann das schon von sich behaupten, dass er weiß, wie das Innere ausschaut? Okay? Willst du mal raus? Das ist der Underskirt, nennt man das. Der Sicherheitsmann. Underskirt beim Sicherheitsmann. Ja. Hätte spektakulärer sein können, wir haben uns auch mehr erhofft, aber es ist einfach stockfinster da drin, keine Ahnung. Aber interessant ist, dass die Kamera so zum Flackern anfängt. Das weiß der Teufel, wahrscheinlich ist jetzt eh 3/4 hier, aber es war es eigentlich so wurscht. So, und dann gibt es eigentlich nicht recht viel. Das haben wir noch. Achtung. Jalalala. Wie ich dann das erste Mal die Sprache gehört habe. نتوقع رحلة هادئة باستثناء بعض الاضطرابات الهوائية الخفيفة لدى أرجو من حضراتكم البقاء على ربط أحزمة المقاعد مربوطة طول فترة الرحلة طالما كنتم جالسين حتى إذا كانت علامة ربط أحزمة المقاعد غير مزودة لسلامتكم. إن شاء الله عند الاقتراب من الغردقة سوف نوفيكم بآخر التطورات في الأحوال الجوية والميعاد المحدد للوصول. Bumm. Habe ich bei jeder Sekunde damit geredet, dass ein Flieger zerreißt. So, bevor das irgendjemand gespannt, was ich gerade gesagt habe, dann haben wir den noch. Da hat es mich auch bald zerrissen mit dem Vollidioten. Ist nicht auf meinem Mist gewachsen, da hängen an die Vorderseiten von die. Da hängen an die Vorderseiten von da sitzt halt so. Ist halt die Rücken vom Sitz vor dir. Und das da, warte mal, kann ich das irgendwie. Ich darf so gerne einzoomen können. Das da, muss das Ding runterreißen. Und das ist eine Anleitung, dass du besser eine Aussicht aus dem Flieger hast. So, und wenn ich das jetzt so richtig übersetze, dann ist das eine Methode, wenn man bessere Aussicht hat aus dem Flugzeug. Warte, hört doch dein Maul, du Trottel. So, dann, was ich filmen hab müssen, und das ist mir leider auch erst später eingefallen, da war ich schon wieder fertig. Achtung. Gerade, dass ich nicht aufgestanden bin und 4 gebläht habe, das habe ich schon besser gesehen. Außerdem brauchst du mir gar nichts erklären. Nichts brauchst du mir erklären. Wer war dabei? Wer war dabei? Bitte den Bombengürtel anschnallen. Der Bombengürtel fällt dann oben aus ihrem Dings heraus. Bitte führen Sie zu Ihrem Mund. Bumm. Volldeppen. Das ist ein Raucherplatz und wenn du rauchst, musst du die Tür aufmachen. Stimmt! Das kann es auch gewesen sein. Ja, ich hab mich schwer, die Schriftart war so komisch. Die Schriftart war irgendwie seltsam und so gut ist mir Arabisch nicht. Kann natürlich auch, aber ich glaube, der Raucherplatz waren auf der anderen Seite gegenüber. Bei uns war ein Aussichtsplatz, weil auf unserer Seite war das Meer beim Abfliegen. Und er hat dann. Ja, und dann wie es halt ist. Wer noch nicht geflogen, vielleicht ist ja jemand noch nicht geflogen, keine Ahnung. Die gingen dann durch und kontrollieren, dass deine Tische oben sind, dass du angeschnallt bist und vor allem die Leute, 6 da Renten, da haben dann die Notausgänge, die haben direkt über dem Flügel, dass man dann, auch wenn du rausspringst, springst du auf den Flügel drauf und dann oben. Ich sag dir ganz ehrlich, wenn das Ding abstürzt, dann brauchst du weder einen Notausgang, noch einen Flügel, noch irgendwas. Aber da haben halt 2 Stück auf der rechten Seite und 2 Stück auf der linken Seite und dann kommt extra jemand zu dir hin und erklärt dir das halt kurz, hey, lässt es durch und da ist der Notausgang, wenn was ist, zieht das Ding aber. Und ja, dann kann ich mir auch sehr gut vorstellen, dass die da relativ mehr glücklich sind drüber, wenn da 2 Männer sitzen, ja, die sich wahrscheinlich leichter deren die geschissene Tier aus dem Flieger außer zum Reißen, wie irgendein, weiß ich nicht, ein Kind oder sonst irgendwas. Und was ich übrigens auch gelernt habe, das habe ich bloß nicht auf Foto und auf Video, was ich auch gelernt habe, ist, was noch viel schlimmer ist, wie, dass irgendwelche Leute einen Neugeborenen in den scheiß Flieger mitnehmen, das dann 4 Stunden ununterbrochen blärt. Das Einzige, was noch schlimmer ist, wenn das Kind 3-mal die Windel voll scheißt. Und die fette Kur, muss ich schon fast sagen, 3-mal während einem 4-Stunden-Flieg ihr Neugeborenes dann so mit 1,5 km/h durch den scheiß Flieger tragt und da drin stinkt, als hätte irgendjemand am Bono geschissen. Ja?
Vielleicht, wir wissen es nicht, da brauchst du recht, vielleicht, wir wissen es nicht, vielleicht ist das zweite Tier ja ein Babyklappen. Wir wissen es nicht. Ja, kann da sein, hier, Tür auf, yeet, the child, Tür wieder zu. Das hat dann die beste Aussicht von alle. Und wahrscheinlich musst du beide Tieren aufreißen, weil das fette, gewamperte Kampfkeibe, das hättest du durch die Tiere sowieso nicht durchgebracht. Das ist eh so geil. Und da haben wirklich ein paar Leute dabei, die haben so fett, da garantiere ich dir, die passen nicht durch diese Notausgangstür durch. Sind dann aber die Ersten, die aussehen wollen. Ja, wir denn? Tut mir leid! Fette zuletzt! Frauen und Kinder zuerst, die Fetten zuletzt! Was soll ich machen? Stirbt da nicht, sterben alle! Jeet! Bei der Fetten hätte sie nix, da brichst du bloß die Finger, wenn du das ausjeeten möchtest. So, jetzt glaube ich, im Flieger drin habe ich dann nicht mehr recht viel gefilmt. Da hat er viel mehr gefilmt als ich, muss ich ganz ehrlich sagen. Da habe ich noch nicht recht viel aufgenommen. Flugdauer bis nach Hurghada haben so etwa 4 Stunden. 3 Stunden 40, glaube ich, sind wir geflogen. Wir haben ein bisschen verspätet abgeflogen, das hat mich ein bisschen gewundert, ich glaube so 20 Minuten spät. Und haben wir dann, wann waren wir unten? In Hurghada ist 1 Stunde später, also wenn es bei uns jetzt 9:15 ist, ist da unten 10:15. Wir waren dann so um 2 Nachmittag ungefähr, waren wir da. Haben wir gelandet und da geht es jetzt auch dann weiter mit den Fotos, die ich dann gemacht habe. Und da kommen dann auch ein bisschen mehr. Aber in jedem Urlaub. Bist du mal eingeschlafen? Ja, tatsächlich. Gut, wie gesagt, wir haben um 6 in der Früh aufgestanden, das ist doch ein bisschen früher wie normal. Und vor allem, ich habe nicht viel geschlafen. Ich bin direkt aus dem Stream raus. Ich meine, ihr wisst, letzten Mittwoch haben wir gestreamt und relativ früh aufgehört und zeitig aufgehört. Nichtsdestotrotz, da hat mich auch schon mal jemand gefragt, bist du eigentlich noch die Streams, ist das bei dir wie ein Auftritt und so, bist du da noch recht Website und aktiv und so? Ja, bin ich, immer noch, also auch nach über 5 Jahren, das ist scheißegal, ich bin nicht einfach aktiv, ich war aktiv und kann dann ewig nicht schlafen. Ich glaube, ich bin ungelogen, um 2 oder, außerdem bin ich aufgeregt, wow, geil, Alter, morgen, was passiert eigentlich? Keine Ahnung, das geht alles so schnell und Ding und geil und Bock und Ding und dann ewig nicht geschlafen, mindestens bis um 2 oder um 3. Außerdem ist Bürgerin dann vom Volksfest noch heimgekommen um 2 und hat mich aufgeweckt. Und dann war es sowieso gut. Also viel geschlafen habe ich nicht, im Flieger habe ich dann schon geschlafen. Und dank des Nackenkissens geht das ziemlich gut. Was mich da sehr gut ausreißt, was sehr gut funktioniert, wer Netflix hat, rauf aufs Handy, kann man Filme runterladen oder Serien runterladen. Ich habe ein bisschen Rick and Morty angeschaut. Ich habe dann, was die beste Investition ever war, aber die habe ich schon lange, das glaube ich, haben wir bei den letzten Urlaubsvideos auch schon drüber geredet. Ich habe zwar so Bose, wie gesagt, ist alles kein Sponsoring, das habe ich mal selber gekauft. So Bose Noise Cancelling Kopfhörer, die haben Gold wert in dem Flieger drin, das ist wirklich der Wahnsinn. Und dann einfach irgendwas anschauen. Und dann habe ich glaube, dass ich auch mal 2,5 Stunden geschlafen habe und dann hat sich der Flug hat sich sehr kurz angefühlt. Also 4 Stunden hört sich erstmal lang an. Gibt natürlich noch viel längere Flüge, ist mir schon klar, aber so lange bin ich schon lange nicht mehr geflogen. In Teneriffa war ich übrigens, wie ich 7 Jahre alt war, also vor 31 Jahren. Da kann ich mich nicht mehr so stark daran erinnern. Herr Dockner, merci für den Zwickel, Leon, merci für den 5er Kuss. Ich bin für ein Mindestalter für Kinder im Flieger. Es nervt so hart, wenn die Britschen da rumschreiben müssen und das genau hinter dir. Ja, die Bürgerin hat beim Malai-Rückflug das Glück gehabt, direkt neben ihr. Großer Spaß. Stefan, merci für den Euro. Aber gelandet ist ein Flugzeug dann vorgeplante Ankunft. Die DB könnt ihr ein Beispiel nehmen. Genau das. Ist schnell, wir haben schneller unten gewesen, als das gedacht war. Deswegen ist es mir auch sehr kurz vorgekommen auch. Das Flackern tut es wegen Röntgenstrahlung, Chef. Dachte ich mir schon, dass die Strahlung da drin natürlich da verantwortlich ist. Haben das auch direkt Röntgenstrahlen oder ist das irgendwas Spezielles? Kann man vielleicht einmal googeln. Wir reden gerade davon, wo die Kamera durchs Sicherheitsding durch ist. So, jetzt müssen wir ein bisschen Meter machen, es ist 3:15 und wir haben ja gerade mal im Flieger drin, haben wir nicht mehr da. So, wo haben wir stehen geblieben? So, in jedem Urlaub, jetzt mal erzähle ich es wieder, was so krass ist, vor allem wenn bei uns da es wieder scheiße ist. Direkt scheiße war es jetzt nicht, aber es war auch nicht warm, vor allem in der Früh nicht. Und dann steigst du in den Flieger ein, der ist klimatisiert, also hat es mich fast gefroren da drin, ich hab da die Lüftung ausschalten müssen und ich denke, Alter, mich fritt drin wie ein nassen Hund, was ist die Scheiße? Und dann sind wir gelandet. Und ich schwöre dir bei Gott, wenn du dann in ein paar 1000 Kilometer südlich aus dem klimatisierten Flieger aussteigst, wo nur die Sonne scheint, dann kriegst du eine ordentliche Skadusch-Fotzen von der Luft
von der Meeresluft und von der Sonne. Aber das da unten. Rick, merci für den Zwickel. Um die Bildschirmlupe zu aktivieren, drücken Sie Windows-Logo-Taste Pluszeichen. Um die Bildschirmlupe zu deaktivieren, drücken Sie Windows-Logo-Taste plus Escape. Gern geschenkt. Ricky Boy, merci dir. Müssen wir es probieren? Warte mal. Nicht, dass ich das... Ah! Ah! Oh mein Gott. Okay, das machen wir nicht nochmal. Keine Ahnung, was da jetzt passiert ist. Das war das Battle einfach auf alle 3. Brrr. Okay, nochmal von vorn. Was? Folgendes. Das war dann beim Aussteigen. Ja. Da ist mir übrigens auch immer gut beraten. Bleib einfach so lang sitzen, bis der Dreiviertel oder mehr als der Dreiviertel die Fliegerla ist. Du kommst sowieso nicht schneller weg. Das Einzige, was natürlich gut tut, nach 4 Stunden sitzen so, dass du mal aufstehen kannst. Das kannst du aber unter dem Flug auch mal machen. Gehst du mal einmal 4, gehst du einmal hinter, sitzt du wieder hin. Wenn du nicht gerade zum Pissen oder zum Scheißen musst. Ja, da tun wir jetzt ein bisschen 4. Ciao. Ja. Und da gehst du dann raus, fahren, Ciao. verabschiedest dich noch und jetzt bleib so. Oh! Ich schwöre dir bei Gott, das habe ich noch nie erlebt. Das habe ich noch nie erlebt. Nicht eine verfickte Wolke. Nicht eine. Jetzt erzähl mal, wie unangenehm sollen das wieder sein? Alter! Boah, leck. Ich hab jetzt schon Sonnenbrand. Ohne Witz. Okay, ja, es hängt voll Sand gefressen. Leck mich bloß am Arsch. Schau den Himmel und hab einen Sonnenbrand. Im Maul. Okay. Los. Der Ton ist natürlich beschissen. Wir stehen 2 Meter neben einem verdammten Düsenjet. Ist ja klar, dass man da nur... hört. Ist ja klar? Rest in Peace, Mr. Headphone-User. Ohne Scheiß, das war die krasseste Hitzefotzen, die ich jemals gekriegt habe. Schau dir, und das, was mich so krass genommen hat. Phase 1. Das ist ein Militärflughafen. Da stehen, ich glaube, ich weiß nicht, ob es er irgendwo auf dem Video drauf hat oder ich habe zumindest kein Foto davon machen können, weil ich es nicht gewusst habe. Da stehen ein Kampfhelis umeinander. Und jetzt schaust du mal da hinten. Das ist, also, da, die Rückseite jetzt gegenüber von uns ist die Meerseite und das ist Landesinnere. Da ist nichts. Da ist absolut fucking nothing. Nur Sand, 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 Müll. Gut, dass wir jetzt Plastikstrohhalme haben und die Flaschenstupsel nicht mehr runtergehen, aber Müll, Sand, Müll, Müll, Sand, Müll, Sand. Müll, 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 Müllhaufen, Müll, Müll, Dreghütten, Müll, Sand. Und sonst nichts. Ui, Militärflughafen in Ägypten, schwierig. Es ist der Hurghada Flughafen, also es ist da waren viele Touristen, also es ist jetzt nicht so, dass wir da irgendwie vom Militär davon gefahren worden sind oder sonst irgendeine Scheiße. Aber ihr seht gleich, was das bedeutet, warum es ein Militärflughafen ist. Zeige ich euch gleich. Aber es war so beschissen heiß, an diesem Tag hat es 42 Grad im Schatten gehabt. Und das in der verfickten Wüste. Ich bin da ausgestiegen und innerhalb von einer Minute habe ich mir gedacht, alles klar, ich glaube, ich kriege einen Sonnenbrand. Alles klar, Nummer 2. Ich glaube, ich habe ein Händchen voll Sand im Maul. So fühlt es sich an und ich stirb gleich. Und dann wirst du halt da mit Busse abgeholt. Ich mache jetzt da mit dem Ton ein bisschen leiser, weil der Ton ist da eigentlich nur lästig. Schauen wir mal. Oh ja, Miezi in Leggings. Oder? Okay. War eine kurze Aufnahme. Ich wenn das anklicke, landet das in einer Playlist und dann sind wir wieder beim ersten Video, wenn ich es übersehe. Also nicht wundern. So, und dann waren wir da. Und dann steigst du da so aus. Und dann wird ungefähr 68 Mal dein Reisepass kontrolliert. Und 68 Mal, glaube ich, gelangt nicht. Da sagt man ein bisschen was vom Hurghada Flughafen innen. Also es ist schon ein Tourismusflughafen, so ist es nicht.
Und wenn du dann da reingehst, du fährst 1 Minute mit dem Bus vom Flieger zum Flughafen, wirst du dann nicht mehr. Sicherheitskontrolle gibt es da keine mehr, aber dein Pass musst du alle 5 Meter herzeigen noch, 20.000 Mal. Dann gibt's, also sprichwörtlich, du gehst da rein, Passport, ja okay. Dann sitzt 2 Meter weiter einer, der kontrolliert ihn dann wieder und schaut, ob der Erste einen Stempel rein da hat. Dann gehst du wieder weiter, der tut dann wieder einen, ja, ist da schon ein Stempel drauf, ja, Und jetzt pass auf, können wieder das Influencer-Dasein, das ich nicht sein will. Deutsche Land hier. Dann müssen wir jetzt wieder ein bisschen lauter machen. Ich weiß gar nicht, was haben wir mehr? Wir haben nicht gewusst, wie unser Reiseveranstalter ist. Was haben wir zuerst gekriegt? Ich glaube FTS. Und die haben dann pleite gegangen und haben sie uns ausgelacht. Keine Ahnung, Bei Ihnen haben Sie gebucht. Gott. Wie die 2 Vollidioten. Eine kennen wir keine Ahnung. Und jetzt pass auf. Also, haben wir es kurz gesehen, da war es 14 Uhr irgendwas. Und jetzt pass auf. Dann bin ich da reingegangen und er hat sich dann darum gekümmert, wer hat jetzt unsere Reiseunterlagen ausgezogen und ich habe mir gedacht, was, holst du da mal die Kamera in die Tee und drehst dich mal. Und jetzt pass auf. Hallo, das ist verboten. Was? Verboten. Und so die ganze Mannschaft, die da rundum steht und die 2, die wir jetzt gesehen haben, hey, hallo, verboten. Und dann habe ich gesagt, was? Und habe sie gleich wieder eingeschoben und gedacht, leck, Alter, ich habe keinen Bock, dass ich da von irgendwelchen Militärhansel davongezogen wird. Und das Verbot. Grund hat er mir dann genannt, dann habe ich es sofort ausgemacht und gedacht, wenn sie mich jetzt da vorbeilen, dann flippe ich aus. Ja, weil Militär. Dann habe ich gedacht, oh. Alles klar, einen Schritt weiter und ich will wahrscheinlich bis daher eingeräumt und dann wird mit Steiner geschmissen. Ja, okay, dann habe ich gedacht, da legen wir uns lieber nicht damit an. Dementsprechend gibt es nicht recht viel, außer, genau, dann gehen wir durch, 25.000 Passkontrollen, dann kriegst du ein Gepäck aus dem Ding, also es ist relativ schnell gegangen. Gehen Sie mit ihm. Das haben wir gerade. Und dann was gehen Sie mit ihm? Meine Füße und meine Schuhe am Boden festbicken, wenn ich 4 Sekunden stehen bleibe. Und das meine ich wirklich ernst, ich hab Nike Air Max angehabt, du, wenn da in der prallen Sonne auf dem dunklen Asphalt 5 Sekunden stehen bleibst und dann das Geo fangst, dann merkst du, wie deine Schuhe festschmelzen, Alter. Ich hab gemeint, Alter, wie soll ich das überleben? Alter, wie soll ich das überleben? Ich bin da unter dem Tisch, da geht's einigermaßen, da hab ich immer ein bisschen Farbe und so, aber sobald es dann da hier, das 4 Sekunden in der Sonne und du hast einen sehr Sonnenbrand, dass du die Hosen scheißt. Brutal. Also ohne Scheiß, wer Probleme mit dem Kreislauf oder so hat, mit der Hitze und so, brauchst nicht runterfahren. Sag ich dir, was ist, du packst nicht. Nadine kann die nicht mitnehmen. Bürgerin kann die nicht mitnehmen, die da keine Sekunde Spaß haben tun. Du kriegst einen Krita wirklich im August im Haus und man kriegst wirklich einen Fotzen, wenn du aus dem Flieger aussteigst. Ja. Aber da gehst du aus und Next Level Fotzen. Da kriegst du so eine Sahara-Bock-Fotzen, das ist alles bloß ein Schäme. Die sterben bloß da und schmulzen. Du kannst dir die Menge des Arschwassers, Irksenwassers, Bugelwassers, ich habe da ein Funktions-T-Shirt da, deswegen sagt man es nicht. Ansonsten war das wahrscheinlich komplett durchgeschwitzt, dass du nicht einmal Schweißflecken siehst vor lauter Öl. Das war's und da waren wir gerade nicht einmal 5 Minuten aus dem Flughafen heraus. Unfassbar, das habe ich noch nie erlebt. Noch nie. Das habe ich so noch nie gesehen. Und gefühlt und erlebt. Und nicht ein Wolken halt nicht eine. Nicht eine. Übrigens die ganzen 4 Tage lang nicht. Ich habe nicht eine Wolken gesehen. Die glaube ich gibt es da unten nicht. Das ist narrisch. Ich weiß nicht, was da noch passiert, um ehrlich zu sein. Soweit, ich habe auch nicht alles bis ins Detail angeschaut, was wir uns da anschauen. Da glaube ich, passiert auch nicht mehr recht viel. Da kommen jetzt dann 2, die packeln unsere Koffer auf den Bus raus und dann geht's los. Schauen wir mal. Was macht er? Ab da. Hat er noch ein paar Witze gemacht? Ich weiß nicht, der redet aber mit uns Arabisch. Ich weiß nicht, schau aus wie ein arabischer Typ, der Arabisch spricht. Was will er denn? Staubiger Teufel.
Was haben wir da noch? Jetzt mal da noch ein bisschen kurz und ein bisschen leiser. IAC, merci wieder 1 Euro. Wir haben nach Kreta, unser Flug war um 55 gegangen und technische Probleme haben wir erst um 13.30 Uhr. Oh, 7,5 Stunden Verspätung und das ist asozial. Das haben wir mir auch schon mal gehabt, allerdings als Kind in den 90ern. So, und da haben wir jetzt bei einem ganz einen wichtigen Detail. Das heißt jetzt war IAC, merci für den Euro. Honky, merci für den 10er. Jo, oh mein Gott. Ich habe so viele Leute schon wieder gesehen, aber ich bin im Laberflash. Ich muss labern, sonst werden wir nicht fertig. Es ist schon 9. Warum ist es schon 9? Oh, ich hab da noch nichts hergezeigt, das haben wir gerade mal da gekommen. Für die übrigens, die zugeschaut haben, das ist mein Kurztrip der letzten 4 Tage gewesen, den ich euch nicht verraten habe. Das war Ägypten, das ist der Flughafen Hurghada und jetzt steigen wir in den Bus hinein und fahren wir so 20 Kilometer südlich nach Makadi Bay. Und der Plan war zu schnorcheln, mal 2 volle Tage, die wir übrigens auch voll genutzt haben. Und da kommen wir jetzt dann langsam aber sicher dazu, weil die letzte Dreiviertelstunde werden wir nur Unterwasservideos und Fotos sehen. Dankeschön. Rick, auch merci für dir und den Zwickel, Herr Dogner, merci, an den Leon, merci, an alle, merci. Schluss mit Donations, wir haben keine Zeit. So, jetzt muss ich da nochmal schnell ein bisschen zurück. Da so wacht. Freilich kriegt er, das gibt's ja von mir auch. Für sie rausgegraben. Bitte, danke schon. Danke, welcome. Da unten hält jeder die Hand auf. Jeder. Sogar Leute, die gar nichts tun. Die stehen dann einfach neben dir. Cash, erster Satz. Hello, my friend. Zweiter Satz. Where are you from? Und wenn du dann den unfassbar dummen Fehler machst, den ich jetzt mal mache, weil ich es gewohnt bin. Where are you from? Und du bist so dumm und sagst Germany. Dann kostet auf einmal alles das 10-fache. Und mit alles meine ich alles. Hey, ich hab deinen Koffer 8 Meter geschoben. Do you wanna make a safari? Do you wanna make a diving tour? Do you wanna make a camel tour? Do you wanna, oh Gott, geh weg von mir. Hello, my friend, you need sunglasses? Das haben wir nicht gekriegt. Gustl, merci dir. Über 1000 Zuschauer und so wegen Likes. Ich warte nur drauf, bis der Bierger knockert ist. Vielleicht heute mein Knocker einen Zipf rein. Kann passieren. Gustl, merci dir. Schluss. Also, ganz schwerer Pro-Tipp. Nehmt euch am besten eine Rollen Euros mit. Denn es gibt, die haben da nicht Bäse, sowas habe ich jetzt nicht erlebt, wenn es denen nichts gibt, dass irgendjemand Bäse ist, aber du musst das irgendwann gnadenlos wegignorieren. Weil es nicht geht. Hello, sobald irgendjemand anfragt, hello, my friend, how are you, weißt sofort, was los ist. Der möchte einfach, also wenn du das Geld hast, oder wenn es dir wurscht ist, dann hast du einen Hosensack voller Euros und sagst, ja, halt einmal, drück einmal einen Euro in den Hintern, dann geht er schon. Oder du ignorierst das gnadenlos weg. Das ist da unten ganz krass. Das bin ich so auch nicht gewohnt. Das weiß ich noch von der Türkei, da war das auch ähnlich, aber das ist auch 29 Jahre her. Da weiß ich auch, da habe ich noch kein Geld nicht verdient und kein Geld nicht gehabt, da habe ich nichts da. Aber ja, schwierig. Und das nervt irgendwann hart. Das irgendwann am Anfang, da habe ich mir noch nichts gedacht. Ja, drückst du mal den Zwickel, 3 Euro, gibst dir mal da und Ding, da hat mein Kopf, ja, passt schon. Ich meine, natürlich, wir haben auch öfters einmal irgendwo einmal ein Trinkgeld gegeben. Aber da stehen dann auch Leute umeinander, die tun nichts. Die stehen dann einfach daneben, die fragen, hey, how are you, my friend? Do you have cash? Sag ich, Alter, für was denn? Fürs Dastehen und Zuschauen, da kann ich nichts dafür. Also, das seid mir nicht böse, aber... David! Schluss! Kauf dir eine Kiste Bier, mach dir weiter so. Du, da kaufen wir 2 bei uns! David, das ist zu viel und du weißt das. Leute, Schluss mit Donations. Kuss auf die Nuss, seriously. Dankeschön, das ist zu viel. Herr Tallinger, deinen Namen kenne ich, aber ich glaube nicht in Verbindung mit dem goldenen Rahmen. Schluss. Kuss auf die Nuss natürlich, aber trotzdem. So, leider Gottes immer wieder dieser Flashback. Warte mal, kommen wir da zurück da? Ah ja. Müssen wir da kurz stehen bleiben. So! Und jetzt glaube ich, können wir wieder in der Fotoserie langsam weitermachen. Und jetzt müssen wir dann auch langsam ein bisschen Meta machen, weil... So, genau. Zack, jetzt können wir wieder ein bisschen mit den Fotos weitermachen und dann springen wir so ein bisschen hin und her. Ich habe da links die ganzen Videos, da wo ich schon ein paar benannt habe. Wir haben ein absolutes Highlight unter Wasser. Ich habe gemeint, ich kriege einen kompletten Vogel. Das haben wir irgendwie bei jedem Urlaub und Schnorchelgang bis jetzt gehabt, aber diesmal war es wirklich absolut utopisch. Es geht noch utopischer natürlich, das kommt vielleicht auch noch irgendwann, aber mir hat es regelrecht einen Vogel ausgedroschen. Ich glaube, ich habe 5 Stunden lang nicht gewusst, was ich da gerade gesehen habe. Aber gut.
Weiter geht's. So, dann steigst du in den Bus ein und dann haben wir halt gefahren. Und dann siehst du dann also tatsächlich ein bisschen Zivilisation. Ich tippe jetzt einfach ein bisschen weiter. Ja, Palmen und Sand. Und irgendwann einmal ein paar Häuserl und fucking nothing. Sam Mike, merci dir. Nix, Schluss jetzt. Danke dir. Flashback, nicht Flashback. Stimmt. Heute wird eine Überstunde gemacht. Das Gefühl habe ich langsam auch so wenig. Aber ja, mir kann man schon ganz gut hinkommen. Weil ich mag jetzt auch nicht 4 Stunden lang dieselben Videos dann anschauen. Das sind extrem viele Videos. Die bringen wir niemals alle durch. Also, damit ich euch keinen Käse nicht erzähle, markiere alle. Bei mir sind es 92 Stück, 130 Gigabyte, alles in 4K. Und bei ihm sind es 86. Also das sind über 170 Videos. Die kriegen wir niemals durch. Deswegen muss ich ein bisschen springen, was das ist. Aber ich versuch's. Der Mauszeiger triggert. Oh, dann muss ich ein bisschen rausfahren. Warte mal, ich mach so und dann weiter. Ja, wie gesagt, das sind jetzt die ungefilterten Fotos. Ich habe da nichts ausgelöscht, irgendwie, was irgendwie grob fahrlässig war. Vielleicht ist einmal eins dabei, ein paar dabei, wo ich einfach im Boden oder den Himmel auffotografiere oder irgendeinen Scheiß kann passieren. This is the Flash. This is look at me, I'm an influencer now. I'm filming out of the pass. This is Schissel. Du kommst dir so blöd vor. Du kommst dir so blöd vor, dass brutal ist. Ich kann gar kein so ein Reise-Influencer oder sonst irgendeinen Scheiß. Kann ich gar nicht werden, weil ich mir permanent nur vorkomme wie ein Volltrottel. Gustl, mehr wieder Euro, ich kann es nicht lesen, ich sag das, was es ist. Herr Talinger, schönen Gruß aus Österreich an den Lieblingsnachbarn. Schönen Gruß zurück! Kuss auf die Nuss. Birdlike schreibt, I'm professional. Okay. Dann gehen wir weiter. Das war so die erste Stadt, wo man dann nochmal, kann man das Stadt nennen, ich habe keine Ahnung, schaut irgendwie aus wie der Ostblock, bloß mit Sand und Sonne, ohne Regen. Und ja, also Wohner, glaube ich, möchtest du nicht. Von ungewöhnlich viel Tanklaster fahren umeinander. Ich glaube, die werden da unten nichts wie tanken und Touris von A nach B fahren, weil mehrere, glaube ich, gibt es da nicht. Und ob da wirklich Leute wohnen so und leben, ich habe keine Ahnung. Und wenn dann, die müssen doch sterben da, das gibt's ja nicht. Division, merci dir! Alter, fahr doch lieber in den Berg und unterstützt den bayerischen Tourismus. Ja, aber in den Berg kann ich nicht schnallen. Und der Berg interessiert mich halt einfach nicht. Das hilft halt nicht. Was soll ich machen, Herr Nibelungen? Was soll ich machen? Schluss jetzt damit! Schön, habe ich es gelesen, ja, passt. Du musst halt da wohnen und leben. Ich glaube natürlich, wenn du da unten aufwachst und so weiter, ich meine, die haben auch alle sehr viel dunkelhäutiger wie mir, die sind da sehr viel leichter und wenn du in dem Klima aufwachst, dann kannst du da schon leben, glaube ich. Aber so, ich glaube trotzdem, so wirklich geil ist es nicht. Weiß jetzt auch nicht. Überall da schauen wir übel staubig, dass das alles voller Staub, alles voller Dreck. Und es ist wirklich alles ziemlich abgefuckt und kaputt. Sehen wir jetzt dann gleich noch, glaube ich, ein paar Beutel. Mal weiter. Überall liegt halt der Träger auf der Straße umeinander. Gut, das ist in Kreta aber auch so. Da wird sich auch nicht recht viel drum geschissen. Chuck, Brother! Bei den arabischen Schriftzeichen hättest Song Mersen, sorry, I don't speak noodles. Hello, sir, sorry, I don't speak noodle. Joe Brother, merci dir. Das Meme kenne ich auch, ja. Stimmt, Schande über mein Haupt, das ist mir nicht eingefallen. Aber einfach da mal ein bisschen Fotos rausgekommen. Da haben wir noch eine Moschee vorbeigefahren. Ganz hochinteressant natürlich. Ja, und das waren ungefähr, ich glaube, 1 Minute Autofahrt und dann kam das große Nichts. Das war krass. Das weiß ich auch noch. Da war ich leider zu langsam mit meinem Foto, mit der Kamera. Da sitzen den ganzen Tag 2 Frauen und ich mag jetzt da meine Meinung zu Religion etc. Ihr kennt das, aber da jetzt mal ganz speziell. Die sitzen dort den ganzen Tag in voller Montur, in der schwarzen Burka, in der brührenden Sonne, 65 Grad in der Sonne und verkaufen Frisch- oder Feuchtigkeitstücher, glaube ich. Ich habe es nicht gescheit gesehen, weil da neben uns der Pickup gefahren ist und die sitzen da und wenn's da, das ist kurz vor so einer Militärsperrgrenze, wo dann kontrolliert wird, aber die Touribusse, die können einfach durchfahren. Und die sitzen da kurz davor und wenn sie da das Zeug starten, dann versuchen die Feuchtigkeitstücher, glaube ich, zum Verkaufen. Und da in dem Moment, da fällt er dann wieder ein, so wie dermaßen gut, dass wir da haben, Alter. Das ist so heilige Scheiße, Alter. Heilige Scheiße, Alter. Denn ich weiß nicht, ob man es sagt, oder man kann nicht ein bisschen reinzoomen.
biegt überall der Sand trägt dran und die leckt mich am Arsch, Alter. Leckt mich am Arsch, Alter. Das machst du mal 10 Stunden am Tag und verdienen es wahrscheinlich bei uns umgerechnet 5 Euro am Tag. Kannst du da schießen gehen. Das ist narrisch. Das da habe ich wirklich gedacht, Alter, das fängt ja schon gut an. Kruzifix nochmal. Weiter geht's. Und da sehen wir dann schon, da wieder alles schön baut und so. Und dann mittendrin wieder einfach träge und irgendwelche Real und Müll und mei, wie es halt da so ist. Und dann beginnt die lange Fahrt. Was heißt eine lange Fahrt? Da sind 20 Kilometer ungefähr. Und da ist nichts. Da ist einfach nichts. Das ist wirklich links, ich hab links rausgeschaut, ich hab rechts rausgeschaut, da ist einfach fucking nothing. Da ist nur Wüste. Da hinten sieht man dann irgendwo am Horizont, da müsste dann das Meer eigentlich irgendwann anfangen. Und dann geht ein Riesen, was heißt der Riesen? Eine zweispurige, das war bei denen da unten aber irgendwie wurscht, Autobahn, runter und dann 50 Meter weiter hinten, sieht man da irgendwo ein Auto oder so. Ja, da ganz klar, aber die zoomen wir rein. Sieht man da ein kleines Auto und ein Bus. 200 Meter auf der anderen Seite geht die Gegenspur zurück aus. Und in der Mitte der Strom runter. Ich weiß nicht, was da der Plan war. Eventuell Platz halten für 28-spurige Autobahn, falls es einmal größer wird. Schaut aus wie Brandenburg. Ja, gut, ich hab total gelungen, wir haben nach Brandenburg in Sea Life gefahren. Und euch verzeihe jetzt, wir haben sonst was da. In Brandenburg war das Wochenende auch das Wetter extrem schön. Extrem schön. Und da habe ich schon gedacht, so, boah, leck. Ja, krass einfach. Das habe ich noch nie gesehen, so weit war ich noch nie weg und der Bus war übrigens nicht klimatisiert. Es hat eine Lüftung gegeben von oben, ja, der hat einen Luftscheiß runterblasen, aber was hilft's dann, wenn es da 65 Grad warme Luft ins Fressbrett bläst? Nix. So, weiter. Da habe ich dann ein paar Fotos gemacht, immer wieder da, fucking nothing. Mittendrin stehen dann wieder mal irgendwelche Container und irgendwelche angefangene Buden. Da, weiß ich nicht, kannst du einmal anrufen und nachfragen, was da los wird, weiß ich nicht, wird da eine Autobahn rausstehen, hinbaut mit einem Burger King, ich weiß es nicht, keine Ahnung. Dann geht's weiter, irgendwelche Schädel, 7 Kilometer nach keine Ahnung wo. Prima Life, Hotels and Resorts, 7 Kilometer, da, das glaube ich war auch bei uns dann irgendwo. Da, war nicht vorher jemand im Stream herin? La Branda? Royal Dingsbums? Wer war das? Alles ein ganz Schädel da! Tatsache! Hat nicht vorher irgendjemand geschrieben, warum kommst du fast nicht nach La Branda und schnorkelst mit mir? Mama, Kissgräume auf Sand gibt's genug. Wir haben dann auch irgendwann einmal gegoogelt, so, was macht Ägypten eigentlich auf dem Weltmarkt so? Und haben wir dann herausgefunden, ja, Glasexport. Die haben halt einfach Glassand da unten zum Saufudern. Und das ist, glaube ich, Hauptexport. Und ich glaube noch Öl, aber nicht viel. Gesichtscatchen! Bin vor ein paar Jahren 12 Stunden im Bus gesessen von Hurghada nach Kairo, Walleck, Alter. Das da nicht der Bocker. 12 Stunden durch nix, 12 Stunden Straßen, wo du dir denkst, da kommst du nie und zwischendurch Angst um dein Leben, ob du überhaupt noch kommst, wenn du die Leistung und so weiter anschaust. Was tust du denn da, wenn es nach 6 Stunden und da ist 6 Stunden in die eine Richtung Bus fahren und 6 Stunden in die andere und dazwischen ist nichts. Und dann zerreißt dein Motor. Oder haut der Tax aus oder was war. Das Auto ist ja kaputt. Was tust du denn dann? Was tust du denn dann? Und was ist das da hinten? Eigentlich? Was ist das eigentlich? Wer ist da? Schau ein bisschen nach Militärdings aus mit dem Turm und so. Warum? Warum? Wir hätten da ein paar angreifen. Ich verstehe es nicht, Alter. Du kannst eine Kickerl-Braderei aufmachen da oben, ja? Du brauchst keinen Strom nicht. Und kein Coin nicht. Ein ADAC kannst du rufen. Hab ich ADAC Goldkarte? Entschuldigung, ich stehe nur geil am Arsch der Welt, kannst du mich holen? Ja, ja, haben wir gleich da. Trust me, I'm a mechanic. Los meine Geheimbasis in Ruhe. Da kommt, tu dich nicht an, da kommt keiner. Dann haben wir noch einen Haufen Bälle, da haben dann langsam Palmen. Oh, da haben wir schon beim Frühstück gesessen. So, dann haben dann langsam Palmen angefangen und so weiter. Und dann glaube ich, habe ich ein paar Videos, wo man, ja genau. So, warte mal. Genau, da haben wir dann angekommen. Wieder Trinkgeld geben, weil jetzt hat er meine Koffer ja oben da. Was das selber ist. Herr Atrenja! Übrigens für den vorherigen neues Mitglied kriegst du auch noch die Privatröte, pass auf. Merci für die Mitgliedschaft, habe die Ehre. Und Dankeschön, Kuss auf die Nuss. Ja, da haben wir auf alle Fälle angekommen. Das war unser. Wir waren im Stella Beach, glaube ich, hat es geheißen.
Stella Beach Resort. Pro-Tipp. Vielleicht kurz nur zum Sagen, wie gesagt, mich so informativ machen, wie es geht. Wir haben das Ganze über Check24 gebucht. Kein Sponsoring. Mache immer meine Urlaube, das funktioniert absolut einwandfrei. Das ist, glaube ich, auch das Einfachste, was du da kannst. Und wir haben dafür für 4 Tage inklusive Flug, all inklusiv, alles Essen, alles Trinken, alles. Du kannst tun, was du willst. 531 € pro Person zahlt. Das ist umgerechnet 120 € pro Tag. Inklusive Flug, inklusive. Wir haben 3 am Tag gefressen, wir haben drungen ohne Ende. Und wenn du das richtig anstellst, dann brauchst du eigentlich ansonsten kein Geld mehr. Oder du kommst in einer Woche mit einem 50er aus. Da unten kostet nichts irgendwas. Wenn du nicht sagst, du bist aus Deutschland. Schachtel Kippen hat kostet 2,50 € bis 5 €. Am Flughafen habe ich 5 gezahlt, da habe ich mir aber noch gedacht, ja, 5 €, das ist ein Witz bei uns da. Ich rauche normal keine Schachtel Zigaretten, ich weiß gar nicht, was kosten. Und da dann vor der Haustür im Supermarkt haben, vielleicht sagt man nur ein wenig. Ganze Geld rein, vorher Euros mit. Ich glaube, das ist jeder gleich 10 davon. Das sage ich sogar noch. Pass auf, Pro-Tipp. Wir haben jetzt schon belagert. Haben wir gar nicht 2 Sekunden da. Wieder geil. Also die Pro-Tipp Nummer 1. Nimm da ein ganzes Geld rein, vorher Euros mit, weil ich glaube, das ist jeder gleich 10 davon. Und da, die sagen dir das dann auch ganz aktiv. Ja, if you like, you can give us some money inside the bus, bla bla bla. 25 € fürs Visum, habe ich nicht braucht. Stimmt, lass mich kurz überlegen. Das ist eine gute Information. In meinem Fall, ich hatte keinen Reisepass. Weil ich seit über 30 Jahren nicht aus der EU heraus war. Ägypten ist außerhalb der EU und du brauchst theoretisch ein Visum. Ich habe kein spezielles Visum beantragt, aber ich habe einen Reisepass braucht und das sehr kurzfristig. Normalerweise aktuell, zumindest bei uns in Landau, ich weiß nicht, ob das dann in jeder Gemeinde so ist, dauert die Beantragung eines Reisepasses momentan, weil es überlastet sind, aus welchen Gründen auch immer, bis zu 2 Monate. Da habe ich da schon gemeint, so mit, ja gut, dann hat es sich schon wieder erledigt. Kruzifix, müssen wir da bleiben. Aber es gibt einen Vorab-Reisepass, den habe ich sogar noch irgendwo umeinander gelegt, aber gut, den finde ich jetzt nicht, weil gerade in dem Zimmer alles irgendwo umeinander liegt. Habe ich einen Vorabreisepass beantragt. Wichtige Information, der normale, bei uns zumindest in Landau, aber das wird wahrscheinlich überall ähnlich sein, kostet der Reisepass und die Beantragung kostet 70 €. Das ist viel. Für den normalen Reisepass, den du dann dauerhaft und für immer hast oder der, was weiß ich, lang gültig ist. Und der Vorab-Reisepass kostet dann 20er. Da müsstet ihr jetzt lernen. 25 oder 20. Sagen wir mal einen 20er. Ich glaube, dass er 20 gekostet hat. Wen er es überhaupt kostet? Hat er 17 gekostet? Ich weiß es nicht mehr. Ich hab die Quittung noch. Und da schau jetzt noch. Wichtige Information. Seppi. Welcome to the squad. Diese Information will ich euch nicht vorenthalten. Warte, Moment. So, weil lustigerweise nämlich die Quittung tatsächlich daneben liegen habe. Jetzt pass auf, lese ich vor. Herrn Birger Lex. Belegnummer Schieß mich tot, vorläufiger Reisepass mit der Nummer Schieß mich tot, 26 € der kostet. 26 € und den kriegst du sofort. Das ist richtig auch so ein kleines Bierchen, ja, auch, wie du es kennst, bloß mit einem Foto und so weiter eingeklatscht. Hab natürlich noch Passbattle machen müssen, die haben 17 € gekostet. Und dann ist das Ganze, geht dann natürlich schon ein bisschen. Was ist denn jetzt wieder? Gibt's jetzt wieder Mitgliedschaften umsonst oder was ist mit euch? Fahrrad! Kuss auf die Nuss! Danke für eure Mitgliedschaft! Welcome to the squad an dem Fahrrad Seppi und in der Trenja. Schluss jetzt! So, 26 € kostet der Vorab-Dings. Und am Telefon hat mir der gesagt, du musst, also wenn es dann vorläufigen Reisepass willst, dann musst du auch den endgültigen kaufen. Das heißt, ich habe eigentlich damit gerechnet, ich muss jetzt da 96 € für den scheiß Pass zahlen, Alter. Ist der verfickter Ernst? Und ob ich jemals nochmal in kürzester Zeit, in naher Zukunft, einen Reisepass brauche, glaube ich, aber gut. Ja, gut, was soll ich machen, Alter? Und wir dann dort waren, haben wir gesagt, achso, irgendwann, du hast gar keinen Pass mehr oder sonst was. Natürlich habe ich einen Pass. Ja, dann gegangen die 26 € und dann hast du nur den vorläufigen Reisepass und mit dem kommst du überall durch. Zeig einmal den Passbeutel her. Kann ich auch nicht, habe ich auch nicht da liegen. Ich habe nichts da liegen, das ist alles so teilweise im Koffer drin. Ah! Das sage ich deswegen, weil es gar nicht so schlimm ist. Ist nicht so tragisch. Gut. Sag ich her.
Darfst du mein Passbeutel sehen? Da ist natürlich ein biometrisches. Da. Ist nicht so schlimm. Oder? Schaut er gut aus. Hochgradig sexuell schaut er aus. Gibt's mir gar nichts. Ja, ganz egal, die dauert ungefähr 10 Minuten und dann hast du. Und den musst du sehr oft herzagen. Nächster Pro-Tipp. Das ist passiert am Mingerer Flughafen und es ist passiert am Ägypten-Flughafen. Die nehmen den Vorab-Pass dann beim Check-in und fahren die durch so einen Schlitz durch. Und das funktioniert nicht. Weil so der Vorab, dann hat sich mich gefragt, was ist das, was ist das, was ist das, was ist das? Dann sag ich, ja, fuck, was heißt denn vorläufig Pass, keine Ahnung. Und hab das dann versucht irgendwie zu erklären. Und die Lösung war dann, Passnummer eintippen, nicht abscannen, dann hat es funktioniert. Wer das irgendwann einmal braucht. Und in Ägypten habe ich meinen Personalausweis dann noch zusätzlich mitgegeben. Und dann hat das auch funktioniert. Und ansonsten stehst du halt in Ägypten und sagst, inakzeptabel, Krakosia, blöd, Bobber, Babbeldi, Bobber. Und dann hast du halt Pech gehabt. Mit Brille bei uns darf das nicht sein. Was? Ach, bei euch in Österreich darf man keine Brille aufhaben. Okay. Interesting. Ja, auf alle Fälle waren wir dann finally einmal im Hotel. Und jetzt darf man noch langsam mal anfangen, weil es 8:45 ist, oder? Ich springe ein wenig 4. Da passiert jetzt nicht recht viel Aufregendes. Halt kein Schau dir das an. Schau dir das an, wie mir die Sonne in die Fresse einballert. Hinten überall, es war so beschissen heiß, Alter. Es ist unfassbar. Es ist unfassbar gewesen. Ja, wir uns weiter. Dann wir uns weiter. Und dann gehen wir in die Rezeption hinein und was mich da schon wieder genommen hat, wie wir dann reingegangen sind. Das Wischzeug aus. Schaut, es ist sehr palastig aus da, vor allem am Main war ein riesen Brunnen und alles so komisch golden. Und dann eine riesen atomar riesige Empfangshalle und da sitzen rechts irgendwelche Offiziere in Uniform und schon wieder Sicherheitscheck mit Dingen und so weiter. Aber da haben wir nicht durchgehen müssen, das haben wir nicht so ganz verstanden. Hallo? 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 Also. Ich war da nicht. Biergerallen 817. Taugt mir irgendwie nicht. Warum steht mein Koffer noch draußen? Da hat dann er schon wieder so ein bisschen Bedenken gehabt, die haben jetzt unsere Koffer nämlich genommen. Und Check-in war alles sehr easy. Und dann. Jetzt ist es nicht mehr so unfassbar peinlich, wenn immer 8 Millionen Leute dumm stehen und ich mir vorkomme wie der letzte Influencer-Volltrottel. Aber der nette Herr davon fährt uns jetzt unsere Koffer ins Zimmer. Dann ist unser knappe, lass mich überlegen, wie lange sind wir unterwegs? 6 bis jetzt, das ist ja gut 10 Stunden sind wir unterwegs, die Reise beendet und dann wird einmal das Hotel ausgespäht. Da wirst du mal reingeschoppt. Ich hab Hunger wie ein Schweinebärmann, ich sag das, was ist. Aber so richtig. Aber zum Trinken hat auch was nicht schon und jetzt bin ich erstmal gespannt aufs Zimmer. Bin jetzt auch gespannt. Es kann zwischen Ghetto und Lecknerwurst. Da war ein netter junger Mann da, der hat uns das aufgetragen, natürlich. Natürlich hat er am Schluss die Hände aufgehalten, aber für das darf er auch die Hände aufhalten. Das sagt kein Mensch was. Du drückst einmal den Zwickel, jeder in die Hände und dann passt es. Wir waren im 2. Stock oben. Zimmer 5210, glaube ich. Jetzt lassen wir jetzt schön brav uncut alles durchlaufen. Damit man da ein bisschen einen Eindruck kriegt vielleicht davon. Cool, oder nicht? Bin ich gespannt. Miezis aus Spähen, habe ich da gesagt. Da, wo es zum Spähen geht. Da haben wir da zwischen, da links jetzt durch, hat man dann von Oma zum Pool gesehen. Ach so, ja, freilich haben wir unterm Dach. Ja, das ist So schau her. das ist nicht gut. Oh ja. Ja, das ist die. Kriegst du Tierkarten, was kein normaler Schlüssel nicht. Vielleicht war ja jemand schon lange nicht mehr im Urlaub, das ist eigentlich fast überall so, wo ich bis jetzt die letzten 2 Jahre war. Seitdem fahre ich wieder in Urlaub. Und dann geht's los. Klimaanlage war nicht vorab da. Tipp, top, Zimmer. This? Oh, this one? Ah, for power, right? Yeah. Klimaanlage, fangen sofort zum Blasen an, die hat ja richtig gut funktioniert, das war auch wichtig. Klimaanlage.
Haben wir, Klimaanlage, fang sofort zum haben wir mir Blasen, zwei aber knickerten ein Huren dem kein Geld geben? Haben wir mir zwei knickerten Huren dem kein Geld geben? Ist der nicht nur mit Kämmer dann? Ja, schaust du an. Schaust stabil aus. Kannst du den Ranzen von der Seite anschauen, das ist sehr schön. So, was heißt das Allerwichtigste? Im Grunde ist es mir wurscht, aber Bart schaut. Doch, schreibt sie, das habe ich selber nicht Da mitgekriegt. gibt's ja mir gar nichts, du. Schnigel die Schnarli. Schade, dass wir getrennte Betten gekriegt haben, das ist ein bisschen schade, aber gut. Ja, jetzt eigentlich anders gebucht. Aber ich glaube, so eine minimale kleine Doch, hab Roomtour, ich die gehört, sie dann wahrscheinlich in einem extra Video anbieten. Da kann man jetzt einmal gepflegt auf Pause drücken, ganz ehrlich. In den kleinen Scheiß-Besenkammer, wo ich letztes Jahr vor allem auf Kreta war und diese Scheißdrecksbude auf Malle, da war das ein königliches Zimmer. Und das sagt man, ich bin jetzt natürlich, wir haben ja nicht gekommen zum Zimmer inspizieren. Ja, es gibt jetzt da kein fettlanges Video nicht, wo man das Zimmer herzogen und so weiter. Ich habe kurz einmal was reingelabert, das zeige ich euch gleich noch. Aber ganz ehrlich, die Betten waren sauber, der Boden war sauber, alles war sauber, es war relativ neu, das Bad war sauber. Natürlich, wenn ich in jetzt keine schaue, dass die weiße Fugen nicht mehr überall weiß ist, sondern irgendwann einmal braun gelb, irgendwas wird ja, aber dann darf ich nirgendwo hingehen, ganz ehrlich. Das hat absolut picobello passt und für uns zwei Kasperl war es eigentlich sauber zu groß. Balkon haben wir auch noch gehabt, da hast du eh nicht aufhalten können, weil da hat es 68, draußen im Schatten hat es 68 Grad gehabt und am Balkon dann 168 gegeben. Und ja. Was schreibt sie so? Schande? Nein, wir haben ihm schon Geld gegeben. Brauche ich mich nicht schauen. Hast du ihm gerade reingedrückt? Ja, dann passt. Hab ich nicht mehr gut. Ich war eigentlich fest davon überzeugt, dass ich ihm was gegeben habe, natürlich. Habt ihr kein Doppelbett gehabt, nachdem er explizit gefragt. Die Ägypten stehen ja nicht so auf LB Keep 2K, deswegen. Das war Die in Ägypten stehen nicht so aufs LPG, deswegen. Und dann ist jetzt die Frage, wo es jetzt nicht weitergeht. Jetzt machen wir da einmal die Videos zu und schauen wir uns einmal die Büdeln an. Büdeln, weiter geht's. So, Frühstück. Und jetzt müssen wir ein bisschen Meter machen, weil sonst wären wir niemals fertig. Ich rede schon über eine Stunde lang, wenn wir überhaupt ins Hotel gekommen sind. Alter. Frühstück. Ganz ehrlich, das ist jetzt die einzige Ansage, die ich zum Hotel mache. Das Hotel war 4 oder ich glaube 4,5, ich weiß nicht, was das bedeutet, aber egal. Ein 4-Sterne-Hotel. 4,5 Sterne-Hotel. Gefühlt rennt mehr Personal umeinander wie Leute. Kann aber auch der Saison oder der Zeit geschuldet sein, vom 4. bis 7. Juli. Wir haben uns ein bisschen da unten unterhalten mit Leuten. Da haben manche gesagt, es gibt jetzt dann irgendwann eine Woche. Das ist das Allerschlimmste. Da kommt eine Woche lang jemand Ägypter selber. Und die müssen sie da unten aufführen wie die Arschlöcher. Also wirklich mit Leid ummaulen, bringen wir gefälligst was zum Trinken und also so richtig anreidig behindert. Frühstücksbuffet geht so. Schauen wir uns einfach einmal, warte mal, Pool, Bier, Sprite, ne, was haben wir da? Anfahrt, Hotel, Gang, Ansicht aufstehen, war mit Badewanne, erster Blick, Gang zum Meer, Schwimmbeste, Flugzeug, was habt ihr nicht da alles? Pool, Bar, Bier, Ansage, Frühstück, Bier, warte mal, Tag 1. Ja. Morgen, der frühe Vogel fängt den Wurm. 3/4 ist in der Früh. Ja, das glaubst du doch nicht, aber wir haben um 3/4 in der Früh sind wir auf, sind wir tipptopp fit. Der frohe Wurm fängt den. Der mag gar nichts. Der mag eigentlich gar nichts. Ja, jetzt wird gefrühstückt und dann wird sich mal das Meer angeschaut, habe ich gesehen. Vor allem. Ich rede nur Scheiße. Bin nicht dafür geschaffen, dass ich spontan solche Sachen da aufnehme. Speck und Ei, 4 Kilo. So, kurz zum Hotel. Ich versuche eigentlich gerade ein Video außer zum Suchen, wo man einmal durch dieses, wie soll ich sagen, wo man durchs Buffet gingen. Der Flasch hat es am schönsten mir gesagt, wie man es beschreiben kann, verhungern tust nicht. Aber richtig geil ist es auch nicht. Ist halt ein Buffet. Es hat alles gegeben außer Schweinefleisch. Ich habe jeden Scheißdreck gegessen. Ich habe nicht mit Scheißerei gehabt. Es hat eigentlich nie was gefeiert. Der Stuhlgang war tipptopp. Jeden Tag.
weil ich oft gelesen habe, so mit, Vorsicht mit dem Essen und Desen und so weiter. Wir haben sehr, sehr penibel darauf geachtet, dass in die Getränke keine Eiswürfel drin sind, dass man natürlich kein Leitungswasser nicht saufen, das hat teilweise krasser nach Chlor gestunken als der Pool selber. Und ansonsten da die Song, es ist, da fahre ich nicht zum Essen runter. Ja. Und dann erledigt sich für mich schon der normale Urlaub so. Was tue ich da den ganzen Tag? Alter, da hat es 40 Grad aufwärts. Das Essen ist nicht wirklich atomar geil, es ist in Ordnung, aber du freust jetzt nicht Vollgas aufs Essen, wie in Griechenland oder in Italien zum Beispiel. Was tust du da noch den ganzen Tag? Du hältst es nicht aus, du kannst nicht in den Schatten legen, du kannst nicht in den Zungen schon gleich 5 Minuten legen, du kannst natürlich den ganzen Tag im Pool umeinander geiern oder im Meer umeinander geiern, aber dann kriegst du einen Sonnenbrand des Todes und es wird auch irgendwann langweilig, deswegen da länger unten bleiben, wie wir waren, halte ich für schwierig. So, jetzt pass auf. Und jemand hat gerade noch gefragt, was habt ihr am ersten Tag noch da? Wir haben da so dann um 3, 4 ungefähr, haben wir dann mal da gewesen, oder 5, glaube ich sogar, haben wir dann noch mal da gewesen und waren wir im Zimmer drin und dann haben wir mal überlegt, weißt du was, jetzt gehen wir mal, pass auf, erster Gang zum Meer. Pass auf. Partyhose an, los geht's, Handtücher einpacken, Kamera mit und dann steppen wir mal in Richtung Pool und Richtung Meer. Aber das ist ein relativ kurzes Video, das machen wir jetzt mal so. Na, dann haben wir da unten am Pool entlang drauf vorbei, da war auch schon nicht mehr viel los. Und es wird dann auch ziemlich schnell finster, aber nicht kühler, sage ich dir auch gleich schon. So dermaßen berührt heiß ist, dass wir schnell unterwegs sein werden. Mit den Kindern war es übrigens auch nicht schlimm, überhaupt nicht. Am Strand fahren, der Kinder jetzt da dann, da ist noch so eine kleine Bar, da kannst du den ganzen Nachmittag fressen und sagen, da glaube ich waren wir nicht einmal. Doch, ein Eis haben wir uns da einmal geholt, so ein Soft-Eis-Ding haben wir uns da einmal geholt, war in Ordnung, aber ja, du kannst auch 25 Kippen fressen, ich weiß nicht, ob wir uns was sagen. Bugelwasser habe ich auch extra mitgenommen. Ja, wir haben geschwitzt, du kannst es dir nicht vorstellen. Wie gesagt, da waren wir noch nicht lange da war das alles noch frisch und neu und ich denke so, ich weiß nicht, wie wir das überleben sollen. Oder? Naja, außer Sandkuh gibt es ja keine Spezialitäten da unten. Es ist jetzt, ich weiß nicht, was ist denn typisch ägyptisch? Ich weiß nicht, Hummus. Ja, aber wegen Hummus fahre ich nicht. Lass uns auch fotografieren. 41 Grad. 27 Grad mehr, aber ja. Alles klar. Da war ein Tofi, hast du einen Teebeutel dabei? Da war dann ein Tofi unten, da ist da gestanden 41 Grad Sonne, 27 Grad Wassertemperatur. Du kannst mir das nicht erzählen, dass die Scheiße daher pickern. Ja, ich überlege auch gerade. Da haben wir dann auch kurz überlegt, ob es Fußball übertragen wird. Ja, Deutschland gegen Spanien am Freitag auf die Nacht. Und jeder hat von nichts gewusst, den wir gefragt haben bis dahin. Das haben wir nicht auf Video und so. Aber überall hängen die Tafeln umeinander mit den Ergebnissen drauf. Das war irgendwie komisch, keine Ahnung. Wenn du schon von da sitzen, schwitzt wie ein Viech. Volle Kanone. Ah! War das schon wieder? Warte mal. Nein. Ja. So, der Strand, also Strand war schön, also um Gottes Willen. Schöner Strand, bisschen viel Steine drin, aber war schon ein Sand, aber da war kein Schwanz. Und ich kann dir genau sagen, warum. Da, wenn du irgendwo hinlegst, wirst du alle 5 Minuten rennt irgendein Personal umeinander, da haben 2 Tauchschulen links und rechts vom Hotel, rennt den ganzen Tag Personal umeinander mit so einem Ordner und labert dich voll, wie ich es vorher schon gesagt habe. Hello my friend, how are you? Where are you from? Do you want to make a safari tour? Do you want to go diving tour? Do you want to go on a boat tour? Do you want to ride on some camels? Do you have fucking cash? I did fucking nothing, but do you have cash? Where are you from? Germany, do you have cash? Also bist du behindert für was denn, dass du jetzt da voll laberst, du Trottel? So, und das war der erste Gang ins Meer. Und das war völlig irre. Habe ich auch noch nie erlebt, dass ein Wasser so warm sein kann. Das ist wie man es draußen nicht wieder verarschen. Das ist eine Bootwanne. Das ist eine fucking Bootwanne. Komm, hör mir auf! Das ist eine Bootwanne. Also erfrischend ist das nicht. Spitz, das ist wärmer als draußen. Das ist halt jetzt da, aber trotzdem, da sind ganz viele Fischis. Fischis waren da schon die ersten. Fischis! Birger, wie groß bist du eigentlich? 1,82, 1,83,
Irgend so, ich weiß nicht, ich habe schon lange nicht mehr gemessen. So, da gibt es jetzt auch ein bisschen was dazu zum Sagen. Da sieht man das schön. Strand, riesengroß, war auch schön, optisch in Ordnung und so weiter und so fort. Da sitzt der Bademeister oben, den sein Dachel da oben gegen die Sonne, das bringt auch ganz viel. Da auf der Seite sieht man den Steg, der 350 Meter weit rausgeht. Und das da, im Nachhinein weiß ich jetzt auch, warum das Wasser wirklich wärmer war als draußen. Das ist keine Lüge. Wir haben ja einige, gerade dass es nicht sprudelt vor lauter Hitze. Es hat natürlich nicht gekocht. Aber das war wirklich wärmer als draußen. Warum? Über den ganzen Tag, so ab 10, 11 Uhr Vormittag bis ungefähr um 6 Uhr auf die Nacht halt, wenn wir da jetzt angekommen sind, wenn wir da haben, geht das Wasser zurück, ja, ist Ebbe. Und dann siehst du da, was du da jetzt Wasser siehst, bis zum 3/4 Stegviere, ist das Wasser weg. Und dann brennt die Sonne mit 65 Grad auf den Sand runter den ganzen Tag. Und wenn dann die Flut wieder kommt und das Wasser wieder drüber schaut, dann übertragt der brennend heiße Sand die Hitzen in das seichte Wasser. Und dann ist es nochmal krasser heiß, als wenn das einfach immer so war. In der Früh, wenn du reingehst, ist bei weitem nicht so heiß. Also es muss fast da Trolling. Und der Sand, das brüht heiß, dann geht das Wasser wieder drüber und das heizt natürlich das Wasser auf. Ist auch, Sand hält ja auch keine Hitze, das Wasser dagegen schon. Und das war, da hat es mich total genommen. Oder wenn das Wasser so warm ist, müssen wir verarschen. Das ist wie in unserem aufblasbaren Pool, da wo wir auf 40 Grad heizen können. Das waren mehr als 40 Grad, kannst du mit Gift draufnehmen. So. Und jetzt wird es langsam interessant. Jetzt habe ich euch über eine Stunde lang vollgelabert mit Hotel hier, Hotel da. Es war alles grundlegend in Ordnung, Personal war super freundlich, Essen hat passt. Die besten Sachen waren, es hat immer so die typischen Buffet-Schachteln gehen, da machst du auf, schaust rein, weiß ich nicht, schaut nicht immer so appetitlich aus, wie ein Buffet ausschaut, aber es hat immer 2 Stationen gegeben, wo jemand frisch für die was gemacht hat, wie zum Beispiel das Rührei da oder Omelette oder wie auch immer du das nennen willst. Da bist du hingegangen und hast zu ihm gesagt, hey, ich möchte da eins haben. Dann hat er es da frisch hergebraten und Mittag hat er da vielleicht einmal so Fleischpflanzerl gemacht, die speziell gewürzt waren und dann wieder Nudeln mit Soße, die er vor deiner Nase gemacht hat und so weiter. Das war das bessere Essen da. Das war jetzt auch nicht weltbewegend, aber es war okay. Dann die 2 frittierten Knädel da habe ich jeden Tag in der Früh gegessen, das war alles in Ordnung. Aber nichts Spezielles. Wegen dem brauchst du da nicht runterfahren. Was auch krass war, in dieser ganzen Buffethalle, da ist mehr Personal als Leute gelaufen. Also es war Wahnsinn. Waren aber immer alle freundlich und so weiter und die, was du mir nur in den Hintergrund gesteckt hast, die waren am allerfreundlichsten. So, weiter geht's. Ja. So. Und nun, meine sehr verehrten Damen und Herren. Nun, meine sehr verehrten Damen und Herren. So, ich hab gemeint, im Mittelmeer allgemein schnorcheln und ich sehe ein paar Stornerl und 2, 3 Fischerl. Ist ganz geil. Aber ich bin da gekommen, haben wir ein Video, wenn wir zu dem Stegviere gingen. Und dann steckst du deinen verfickten Schädel. Ich hab's gefunden. Sag ich euch jetzt trotzdem noch schnell. Das ist die Uncut-Version, ich möchte euch alles zeigen. Und da mache ich jetzt ein paar so Dinge auf. Tomaten mit Käse oder Boha oder irgend so. Die schauen jetzt nicht schlecht aus, um Gottes Willen, aber ist halt. Tomaten mit der Käse. Und wenn das zweite Ding, das ich aufmache, das ist. Und das sind, ihr könnt es wahrscheinlich nicht gescheit lesen, Gickerlwurst. Chicken Sausage steht drauf. Und tut mir leid. Also ich bin nicht horgelig, ich friss jeden Scheißdreck. Ohne Schmarrn, außer Lakritz und Kokosflocken. Das ist asozial. Aber das schaut jetzt nicht so geil aus, muss ich sagen. Oder da bin ich jetzt nicht irgendwie horgelig oder so. Schaut irgendwie aus wie Weißwürst in Wiener Form hergeschnitten und dann in einen... Was auch immer das für Wurst ist, ich werde es nicht wissen. Das ist Beef Sausage. Die hat ein bisschen appetitlicher ausgeschaut, aber die war so komisch rot-rosa. Da ich meine, das hat so eine unnatürliche Farbe. Das ist Engländerwürstel. Engländerwürstel habe ich dazu gesagt. Ja, es kommt aufs typische englische Breakfast da. Kartoffeln. Gut, bei den Kartoffeln kannst du nichts anfangen, aber in der Früh frisst ich ja keine braune Kartoffeln und koche die auch. Und die haben in einem Buffet halt meistens so hart gekocht. Und ich mag keine ganz hart gekochten auch. Die will ich nicht.
Und los geht's. Was falsch mit dir? Bärendreck ist der Hammer. Blah. Also wer das frisst, der frisst der Putzlumpen. Achtung, was haben wir noch? Genau. Und das, was ich da gesagt habe, die 2 Videos, die habe ich jetzt gerade noch gefunden. Das war unser Schläferkoch. Der hat wirklich einfach ausgeschaut, als war er gerade aufgestanden und hat gar keinen Bock. Da steht schon wieder die Kitchen-Tipp-Box, überall nur tippen. Und da hast du dann gesagt, machst uns eine Omelette und das hat relativ frisch ausgeschaut, hat auch gut geschmeckt. Also das war So mit einer Schütte in das war das Allergeilste, der schüttet da über einen halben Liter Öl rein. War gesund. War gesund. Will mich ja nicht outen, aber das ist schon geil. Wer einen Bärendreck frisst, ist kein Mensch. All. Wer frisst freiwillig Bärendreck? Weiß ich nicht. Nein, weiß ich nicht. So, jetzt aber. Wir kommen zurück. Was haben wir da? Unsere Zimmer, unsere Gang zum Schnallen testen, bla bla bla, B-Roll, so. No thank you, no thank you. No thank you, no thank you. Da haben wir beim Kameraeinschalten schon wieder gefragt, und möchtest nicht irgendeine Tauchertour machen. Das ist einzig. So. Und da mache ich jetzt einen Ton aus und währenddessen wir da hinten gehen, schauen wir uns das an. Dann haben wir am ersten Tag in der Früh um 6 Uhr aufgestanden und haben wir auf den Steg raus. War das erste, was wir da haben. Stimmt nicht ganz. Ich muss dazu sagen, der Flasch war das erste Mal schnorcheln. Der hat noch nie geschnorchelt. Wir haben zuerst, da sieht man es auch schon, da ist überall das Wasser weg. Ja? Und da war es so 10 Uhr Vormittag, 9, 10 Uhr Vormittag irgendwas. Und da war schon überall Ebbe umeinander. Am Anfang waren wir ganz rechts, wo wir vorher kurz einmal ins Wasser gegangen sind, am Ankunftstag. Und haben wir kurz Zeit Taucherbrühe ein bisschen ausprobiert und so weiter und ob er klarkommt und so weiter und so fort. Hat dann nichts gefeit und dann haben wir uns dazu entschlossen, Tag 1, Vormittag, wir gehen sofort den Steg 4 und schnorcheln wir erst einmal vorn nach links das Riff entlang. Es sind Leute da, es direkt beim Einstieg, ich glaube da im Video sage ich sogar, weil gerade jemand mit sich schreit, im Stream heißt es gleich wieder, die wissen ganz genau, was ich da gefilmt habe, da ist der Arsch vorbeigefahren. Hilft eh nicht, was soll ich machen. Und haben wir da unseren Schädel eingesteckt. Und das, meine sehr verehrten Damen und Herren, das schauen wir uns jetzt an. Überspringen wir ein Stückerl. Zack, dann haben wir ein bisschen weiter vorn. Also es ist schon was los, da wenn du mal auf Pause drückst, da haben auf alle Fälle ein paar Leute. 1, 2, 3, 4, 5 haben da drin, vorne am Steg auch ein paar. Da kann man übrigens auch Flaschen tauchen. Also ich glaube, ich kann mir sie da vorne ausleihen und du könntest Flaschen tauchen. Da ich aber keinen Tauchschein habe, haben wir das bleiben lassen und bleib mal bei deinen Leisten. Sefka! Vom einen Urlauber, gerade Domrep, vorher Kolumbien, Venezuela, Panama, zum anderen ein schöner Gruß. Kannst du als Kitchen-Trip nehmen. Was? Den Kitchen-Trip verstehen, aber wenn du gerade von der Domrep, Kolumbien, Venezuela und Panama kommst, dann heilige Scheiße, da bin ich weit entfernt davon. Aber ich bin schon mal stolz darauf, dass ich mal die EU verlassen habe. Sind geil, mehr sind. Da kommt auch wieder ein Miezi entgegen, da sehe ich ein paar saubere Tipf. Ah, wunderschön. Ja, da haben wir 4 gelatscht. Und dann, meine Damen und Herren, ich überspringe ein bisschen was. Genau, dann haben vorne so ein Billigregal vom Ikea, da kannst du einfach die Zeiger nicht tun. Das dabei hast, was ich, wenn du deinen Rucksack hast. Und da glaube ich, klaut auch keiner was, also da glaube ich, feit nichts. Das darf sich sofort umeinander sprechen. Und dann kannst du da vorne ins Wasser runtergehen. Sagst du auch nur, da kannst du auch Tauchermasken ausleihen, wenn es wirklich ist, und Schwimmwesten und was weiß ich, was alles. Schaut jetzt vielleicht da im Video schlimmer aus, wie es zugeht, als es wirklich war. Dann haben wir da mal ein bisschen geschaut, was da los ist. Und allein da, wenn ich auf Pause drücke und dieses Riff da sehe, habe ich schon gewusst, oh, das wird gut. So, und dann mache ich jetzt einfach ein Video nach dem anderen. Ich schwöre euch bei Gott. Ich mache ein bisschen einen Tono, damit man das Wasser plätschern ein bisschen hört. Ich schwöre dir bei Gott, du steckst deinen verfickten Schädel ins Wasser. Wie gesagt, das ist alles uncut, es wird sehr viel Wackler und sehr viel Scheiß jetzt in den Videos drin sein. Was mich jetzt gerade ein bisschen schockiert ist, das habe ich anders in Erinnerung. Das war ein Fisch, ich habe es genau gesehen. Da steigen jetzt noch 2 andere mit Flaschentaucher mit dazu einer und ein Boot. Deswegen haben da gerade keine Fische da, weil da ein Schlauchboot dort ist. Da bin ich auch noch viel mehr mit mir selber beschäftigt, weil ich mit Masken hinriecht und man da nicht stehen kann und nichts. Erst meinen Arsch filmen, ja natürlich.
Also klar. Jetzt schauen wir mal, wie weit dass wir da sind. Da oben habe ich auf dem Flasch gewartet. Überspringen wir mal ein bisschen was. Flaschleserin, erste Mal im Wasser, so richtig. Und dann haben wir uns dazu entschieden, dass wir nach rechts, also wenn wir auf den Steg, auf den Strand zuschauen, dass wir nach rechts schwimmen. Und jetzt schauen wir uns noch ein paar sehr narische Sachen an. Ich hab gemeint, ich sehe nicht richtig. Da steckst du einen Schädel ins Wasser und es geht los. Das ist absolut utopisch. Und da halt, weiß ich nicht. Da hocken die Fetten halt und halten sie mit den Zähnen ein. Ich weiß nicht, was der Plan ist. Er zieht noch seine Flosserl an. Da zu dem Zeitpunkt habe ich keine Flossen gehabt. Ich glaube, ich habe auch noch kein T-Shirt nicht angehabt und das war ein Fehler. Da, ich stecke mir schnell ins Wasser, schau runter. Und wie immer, was sehr schade ist, das waren Waschelfisch, Alter. Die schauen so klar aus. Die schauen jetzt bei euch so aus, wie mein Kopf. Ich schwöre dir bei Gott, der da, der bunt, der Gelbe da. Minimum. Das waren sicherne Brackel, dass ich mir gedacht habe, möchtest du mich verarschen? Die müssen ja. Was soll das? Steckst dein Schädel ins Wasser und es wurlt. So, was haben wir da? Und dann haben wir 5 Minuten im Wasser. 5 beschissene Minuten. Und jetzt bei so Wacht. Ich muss aber ein bisschen Videos dazwischen schalten, weil die Kamera einfach Cuts macht dann und dann einfach mit der nächsten Datei weitermacht. Und das checkt mein Drum da gerade gar nicht. Da haben wir ein bisschen von die Leute weg und dann in die Richtung schauen wir, dass wir da ein bisschen wegkommen von denen und dann in Ruhe da umeinander schnarchen können. Und dann 5 Minuten im Wasser und dann kommt das. Oh. 2 Meter vor meiner Nase. Nicht mal. Nicht mal. Es schaut aus, als war er 5 Meter weit weg. Der war jetzt nicht so groß, der war so ein großer Teller. Ein Blaupunktrochen. Und das Allernarrischste ist, die andere sitzt da auf der Schnur und der weiß gar nicht, dass der da unten war. Die wenn da draufsteigt und der Rochen Bock hat, sticht er den in die Füße, dann hast du ein Problem. Er war so schön. Ist übrigens aber nicht unser Highlight. Das ist nicht unser Highlight. Highlight kommt ganz zum Schluss. Ich lasse jetzt so einfach ein paar Aufnahmen, die ich da habe. Wir kommen sowieso nicht alle durch, da wirst du narrisch. Einfach ein paar laufen. Ich habe selber nicht alle gesehen. Und dann unterhalten wir uns natürlich auch immer wieder mal. Ist ja klar. Und dann schalte ich mal weiter. Schnorcheln, links, Tag 1. Zack. Und das lasse ich jetzt einfach mal laufen. Ich habe keine Ahnung. Die Korallen. Schau dir so. Da ist kein Schwanz da, alles Feuerfisch. Alles. Da wurzelt's. Die da hervorn und die kleinen gelben da an der Seite, die waren jetzt nicht so groß. Die schwarzen Teifeln da waren Motherfucker. Da habe ich nachher auch noch ein paar Videoschnipsel, die habe ich hoffentlich auch kommentiert da. Die waren so aggro. Die haben da aber nie was da. Die sitzen normalerweise die ganze Zeit in einem Schlitz da so drin. Und wenn du vorbeischwimmst und ein bisschen natter kommst, dann fangen sie auf einmal an, die zum Fixieren so, stellen ihnen die Stacheln auf, schwimmen ein bisschen so außer so. Und als wollten sie sagen, come with me, bro, show some respect, bro. Do you want something, bro? Oh, schau da noch. Schau da noch. Sieh ihn dir an. Und dieses Korallenriff geht 250 Meter bis zu dem anderen Steg um. Ich bin da ins Wasser reingegangen, ich hab gar nicht gewusst, wo ich hinschauen soll. Irgendwann, oh, leck das, keine Ahnung, das, keine Ahnung, das. Deswegen ist vielleicht alles ein bisschen in einem Stück uncut, ein bisschen verwackelt und weil ich mir denke, ich mit reißen Schädel oder ich weiß nicht, was ich tun soll. Die gelb-schwarz-weißen Jungen, die wenn's im Schwarm sind, lull. Das hab ich nicht mitgekriegt. Da habe ich immer nur maximal 2 oder 3 auf einem Haufen gesehen. Schau dir das an! Schau dir so, und wie nah das die, gut, die werden wahrscheinlich Menschen gewohnt sein. Ich habe überhaupt nicht gewusst, wo ich hinschauen soll. Vielleicht wollte der Cash. Come with me, bro. Hey, do you wanna make a diving tour? Do you wanna make a safari tour? Das ist ein guter Witz fürs Video. Bird-like, notieren. Schau dir das an. Da kann ich eigentlich nur das Maul halten, Subnautica muss ich laut dran und more lassen. Achtung.
das war das Andernarische. Du, wenn du die umdreht hast, hast du ins offene Meer rausgeschaut. Und da geht's noch, ja, das sieht man jetzt da leider nicht so gut, da geht's vielleicht noch 5, maximal 8 Meter geradeaus, relativ flach aussehen. Und dann geht's einfach steil oben und es ist alles schwarz. Oh! Achtung, ich tue einfach nur mal an seine. Da kommt der Rochen nochmal. Da kommt er. Es ist so geil. Schau dir das schöne Vieh an. Da habe ich versucht, dass ich ihn nachtauche, aber der haut dann ab natürlich. Außerdem habe ich da keine Flossen noch gehabt, dem komme ich gar nicht nach. Schau dir das schöne Vieh an. Da habe ich versucht nachzutauchen. Das haben wir auf der Kamera vom Flash. Da ist ein schöner Shot, wenn er so über den Sand kommt. Next Step, das Video ist jetzt dann gleich gar. Ich tue jetzt einfach das nächste rein und sage nicht recht viel dazu. Ich lasse es einfach laufen. Ja, passiert wieder irgendein Scheiß. Ich weiß ehrlich gesagt nicht so 100%, was wann passiert, weil ich es auch noch nicht auswendig kenne und recht viel geschnitten habe. Der einzige Next Step da dazu war, weil gerade jemand schreibt, bis da einmal weiter aussehen, einmal am letzten Tag, ja, ein bisschen, aber da siehst fast nichts, weil es so tief ist, du siehst da nichts, da ist auch nichts. Und ganz ehrlich, da wird der anders. Und speziell dann, wenn wir uns das Highlight anschauen später, das ist mein persönliches Highlight, vielleicht ist es nichts Besonderes, ich weiß es nicht, für mich war es was Besonderes, ich habe es absolut narrisch gefunden, spätestens da war mir klar, okay, ich glaube, ich mag nicht weiter aussehen. Einfach schweben. Es ist so schick, ohne Scheiß. Ich kann's, ich weiß nicht, ich glaube, ich habe es ja immer noch nicht ganz verarbeitet, immer noch nicht. Das war der Zeitpunkt, wo wir das da filmen, war maximal 20 Minuten nach Ankunft das erste Mal einen Schädel ins Wasser halten und ich seh das und ich hab mir gedacht, Alter, bist du behindert, Alter. Ich weiß überhaupt nicht, wo ich hinschauen soll. Die Korallen, so eine Korallen habe ich noch nie gesehen, in echt. Die weiß nicht, ob man Hirnkorallen sagt, ich weiß es nicht. Die zig 100 Fische, die da überall in die Schlitz drin stecken und rauskommen, da. Schau dir mal die so. Schau dir die so. Wie dermaßen beschissen, wunderschön kann irgendwas sein. Und vorher hat auch gerade jemand was geschrieben, einen richtig interessanten Punkt. Und jetzt steht einmal vor, wie das Riff ausgeschaut hat, bevor der Tourismus angefangen hat. Ich habe übrigens nicht eine Sache angelangt, abgebrochen, mitgenommen oder sonst irgendeinen Scheiß. Möchte ich nur gesagt haben. Die Muscheln da waren krass, da waren auch sehr viel da, die machen normal voll weit auf und wenn du hinschwimmst, dann haben die so richtig lila-blau. Und ich weiß nicht, wie es das gespannt, aber wenn du drüber schwimmst oder näher kommst, dann zucken die zusammen und machen zu. Haben die Augen? Kann das? Die neue Frage nach, haben Pinguine Kniescheiben? Ist, haben Muscheln Augen? Weiter geht's. Gustelmilch, mehr ist wieder ein Fünfer, Fipsi, mehr ist wieder ein Resub, Senfgeier, mehr ist wieder ein Zwickel. Geil zum Singen, mit wie viel Freude im Gesicht du dein eigenes Video kommentierst. Das ist, weil ich selber noch nicht kapiere. Und das freut mich halt auch wirklich. Das war eine der besten spontanen Schnapsideen, die wir jemals gehabt haben. Das war so super awesome. Die reagieren auf Licht. Das ist Subnautica-Musik, ja. Ich wollte einfach nur laufen lassen. Ich bin schon wieder Start. Einfach schauen. Jetzt wird einfach nur Viertelstunde, 20 Minuten angeschaut, was wir unter Wasser aufgenommen haben, weil wegen dem haben wir gekommen. Ich habe schon wieder sauber zwei gelabert mit Hotel und was weiß ich. Weil das da absolut insane Scheiße ist. Ich glaube zwar, dass die angefordert werden, so ehrlich muss man sein, aber ist ja scheißegal. Es hilft ja eh nicht. Da Dori! Da ist ein Dori! Die Bunten da, diese Papageitypen da, die waren, und wie groß die alle waren. Schau dir mal die speziell die
diese Motherfucker da, die, sagt mir jetzt wieder nicht gescheit, die schauen auf dem scheiß Video so klar aus, das waren sehende Trümmer Mistviecher. Und wunderschön. Wunderschön, Alter. Ich hab überhaupt nicht gewusst, wo ich filmen soll. Dann kommt der wieder und schwimmt an der Kamera vorbei. Im Wasser schaut aber generell alles größer aus. Wahrscheinlich kommt es mir auch größer vor. Aber auf der Kamera schaut es auch kleiner aus. Ich bin selber Taucher und kann dir sagen, dass man sich mit Taucherbrille sowas von verschätzt. Denn mit Taucherbrille kommt dir alles so circa ein Drittel größer und ein Viertel näher vor. Okay. Ja, okay, ich kann es nicht anders sagen. So viel Tauchtime habe ich in meinem Leben, oder Schnorcheltime habe ich in meinem Leben auch noch nicht. Aber gefühlt, sagen wir es so, wenn es mir so vorkommt, als war er so groß, ist ja vollkommen wurscht. Aber ja, kann schon sein, das glaube ich da schon. Hab ich auch beim Tauchschein gelernt. Das ist noch was, wo irgendwann muss er kommen, das hilft nicht, Alter. Es hilft nicht. Du kannst da schwimmen und schwimmen und schwimmen und es hört nicht auf. Da haben wir so einen Schwamm da gesehen, von, weiß nicht was das war. Und da genau, da geht es einfach dann bergab und da ist nichts. Und da, wenn du lang nur hineinstarrst, genau, da sehen wir jetzt auch, wo wir sind. Alter, das ist so. Jetzt pass auf. Jetzt muss ich, da muss ich jetzt schnell einen Ton aufmachen. Das ist so mein erster Eindruck. Ja, lacht's mir aus wegen meinem Tattoo, da war ich 17, halt einmal. Das war mein erster Eindruck, wo ich was in die Kamera hineinsag. Dermaßen insane, das nicht mehr fein. Holy shit. Das ist völlig absurde Scheiße, ich hab noch nie sowas gesehen. So ein scheiß Säugling, der noch nicht gehen kann. Siehst du das? Ja. Reibt umeinander wie Es ist so schade, gestern als kein... Jetzt muss ich erst mal einen Hack-Tour ins Meer einlassen. Ja. Aber der Salzgehalt im Roten Meer, ich weiß nicht, ob er höher ist als im Mittelmeer, aber wenn ich jetzt einen Scheiß erzähle, keine Ahnung, aber der hat in der Nase brennt und in die Augen brennt, wenn was reinkommt. Ich war fast narrisch geworden. Und dann muss ich alle 5 Minuten meine Nasen unter Wasser ausrotzen, weil ich mir denke, meine Nase brennt! Du bist aber ins Meer einglatzt. Ich sag das jetzt, das ist jetzt das erste Mal, dass wir da drin sind. Wir haben einfach eingegangen nach rechts geschwommen. Ich schwöre dir bei Gott, ich habe noch nie so etwas Wunderschönes gesehen wie dieses da. Ich habe keine Ahnung. Ich bin so überfordert. Das ist natürlich absolut insane, dass er ist noch nie Storcheln gewesen. Das habe ich da ganz ehrlich, alles was ich da im Mittelmeer, die paar Fische, die ich da gesehen habe, das ist Warum ist jetzt da das Video gegangen? Weiß er, wie sie die Katz macht. Das ist ein absoluter Witz. Ich kann überhaupt keine Meinung abgeben, weil ich absolut überfordert bin. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll, ich weiß gar nicht, wo ich unter Wasser umeinander filmen soll. Ich glaube, da müssen wir noch einmal 2, 3, 4 langsame Schwimmungen einfach entlang dem Riff machen und nicht umeinander fuchteln und sonst irgendwas, weil das absolut narrisch ist. Da im Flachen, da hinten, auf der anderen Seite hinten, da wo es jetzt über das Riff drüber geht, da wenn man in die Ferne Richtung den Steg, wo wir hergekommen sind, schaut, da haben Sehne, Brackel, Schwarzen. Ich habe keine Ahnung, was das für Fische sind. Aber die sind teilweise, die schauen auf der Kamera ein bisschen winzig aus, aber da garantiere da haben Einzelne dabei, die haben einen halben Meter groß. Die sind Sehne waschen. Da korrigiere ich mich jetzt selber, ich glaube, ein halber Meter ist über. Wobei, ein halber Meter ist gar nicht so viel, wenn man ehrlich ist. Aber 40 cm, schätzungsweise. 40 cm, die waren so 100%ig. Wir haben es unter Wasser so vorgekommen. Vielleicht waren es über Wasser dann so, ist mir wurscht, wir haben es so vorgekommen. Und das zählt. Warum auch immer. Ich bin gerade völlig überfordert. Ich bin gerade völlig überfordert. Und wir haben wahrscheinlich noch nicht einmal ansatzweise irgendwas richtig Cooles gesehen. Zweimal, ich hoffe, man sieht einigermaßen auf der Kamera einen Blaupunkt Rochen. Zweimal, ob es der gleiche war, weiß ich nicht. Die Gelben haben sehr zutraulich, so gelbe große. Ich glaube, der eine hat sogar an die Kamera ohne geschnabuliert. Und es ist absolut insane.
ist absolut insane. Das ist die beste Entscheidung, in die wir jemals drauf waren, dass wir daher fahren. Kaltklares Wasser. Ja, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Wasser ist wie ein Bad an. Wahrscheinlich habe ich sich einen Sonnenbrand. Das ist mir jetzt scheißegal, dass alles zu spät ist. Da war ich noch so dumm und bin ohne T-Shirt umeinander. Das war am ersten Tag Vormittag und ab Nachmittag habe ich dann das T-Shirt angezogen, weil ich sofort nach 1,5 Stunden gemerkt habe. Und wir haben uns dick eingeschmiert, von oben bis unten mit Lichtschutzfaktor 50 plus. Und ich habe es nach 1,5 Stunden schon gespannt, war fuck off, Alter. Da vor meiner Nase, ich glaube halt, dass die hergefahren sind. Das ist schon sehr auffällig, dass hinten, je weiter, Achtung, ich muss mal hier dran, da wo wir reingekommen sind, da sind wir jetzt ungefähr, weil jetzt sind wir da weg, 50 Meter ungefähr, je weiter dass wir wegkommen, desto weniger Fische als da. Ja, da ist der Ton Ja, halt auch scheiße. Da ist der Ton halt jetzt auch beschissen. Und ja, dann würde ich sagen, wo geht's jetzt da weiter, ist die Frage. Was haben wir da noch so? Was haben wir dann da? Ich zeige euch jetzt ein bisschen, wo wir da waren, damit ihr seht, was wir mir da tun. Das heißt, der erste Schnarchelgang war da oben. Ja, Steg außer und dann da links entlang. Ungefähr, ich kann jetzt da natürlich nicht einschätzen, wie weit dass wir gekommen haben, aber ungefähr bis daher. Also ungefähr die Strecke da, das dürfte sein, so 200 Meter vielleicht. Was wir am zweiten Tag dann gemacht haben, haben wir in aller Ruhe von Steg da umgetaucht, da um, dann ist da irgendwann, haben wir da durch und dann da um. Und haben wir da aus dem Steg rausgegangen, im Nachbarhotel, da zurück und da um. Da würde mich sowieso mal interessieren, wie weit das ist. Entfernung messen von da nach da. 440 Meter. Und dann geht es noch ein bisschen um Kurven, also ungefähr 450 geht das an. Map! Wenigstens ein paar haben es gespannt. Der Jodelmax war der Erste, ich habe es genau gesehen. Und das Wölfchen, ja, die haben immer mal für Trivia gut. Achtung, der Salzgehalt im Roten Meer ist bei 3,7, das sind 4,3%. Und der Salzgehalt beim Mittelmeer ist bei 3,6, das sind 3,9%. Jetzt ist die Frage, also mir ist im Roten Meer schon um einiges aggressiver vorgekommen als im Mittelmeer, das jemals war. Und im Mittelmeer war ich halt schon oft, auch als Kind und so. Ob da halt 0,4% so viel ausmachen, kann man es schon vorstellen. Das war schon narrisch. Wie schaut es mit der Sehstärke in der Taucherbrühe aus? Ich weiß wie nennen wir das überhaupt? Dioptrien-Anzahlen nicht, aber in der Taucherbrühe habe ich Stärke drin, ja. Natürlich nicht maßangefertigt, sondern vom Band gekauft. Also nicht 100%ig tipptopp, aber es passt auf alle Fälle, dass ich ordentlich was sehe. So. Da haben wir Stiebeln. Da ich sagen, schauen wir uns noch so ein länger so. Was haben wir denn da so? Achtung! Und jetzt halt der Beweis. Die kleinen Motherfucker. Jetzt pass auf, acht. Muss ich kurz einmal schauen. Es gibt kein Speck, heißt so ein Video. Alles klar. Muss ich kurz mal schauen. Blaupunkt Rochen haben wir auch gesehen. Völlig überfordert. Haben wir auch gesehen. Schnorcheln. Ah ja, dann haben wir da noch was gesehen. Achtung, bevor ich euch das zeige. Hoppala, das sind Fotos. Da können wir auch noch ein bisschen durchgehen. Dann haben wir Folgendes gemacht. Nachmittag, am ersten Tag, haben wir bloß auf halbem Weg bis daher gegangen. Da sieht man es auch schon, da haben auch schon ein paar weiße Punkte drin. Die Leute bauen da herin gern, genau in dem Loch da. Und dann da am Steg an 2 Eingänge und da kommen wir einer und da haben wir uns überlegt, was heißt, da gehen wir da rein und dann schnorcheln wir da mal die Innenseiten da herin, rundherum und schauen wir uns die an. Und da habe ich dann zum Beispiel so Sachen gefunden wie das hier. Muss ich wieder lauter machen? Ich hoffe, man hört was. So, letztes Jahr in Kreta habe ich gelernt. Das ist zwar eine wunderschöne Muschel, die ich da gefunden habe, aber 6 kleine Füße da drin. Ich sehe leider nicht, ich hoffe, man sieht es. Aber wenn du den in die Hosen da reinschiebst und du da so gemütlich am Schnorren bist, dann zwickt er dich einfach in deinen verdammten, ja, genau da hin, wo du meinst, dass er dich zwickt. Lass man wieder davon dudeln. Ja, das ist da der Punkt in der Mitte, das habe ich natürlich beim Aufnehmen nicht gesehen. Und dass das Wölfchen natürlich von 3,7 bis 4,3% meint und das Salzgehalt im Mittelmeer von 3,6 bis 3,9% meint, gut, ja, das hätte ich vielleicht dazu sagen sollen. Ich weiß nicht, was das ist. Ich habe mir gedacht, vielleicht ist das wieder irgendein bestimmter Wert, mit dem irgendjemand was anfangen kann. Ich habe gemeint, was ist das? Da fällt ein Prozentzeichen, Wölfchen, vor dem ersten. Der Strösser schreibt, sorry, aber für ein Like reicht's nicht. Wie viel haben die zwickt, bis du es gespannt hast? In Kreta eine. Also pass auf, was haben wir da noch? Jetzt pass auf. Damit es mir glaubt. Der kleine Huhn.
Ich weiß nicht, was er labert unter Wasser. Das ist übrigens seine Kamera, nicht meine. Und jetzt mal so. Schau mal Knierscheiben an. Oh, vielleicht muss. Warte, stopp. Scheiße, ich war im Beitel, glaube ich. Müssen wir. Nochmal, ich geh auf Zeiten. Immer mal Knierscheiben anschauen. Twick. Oder mir in Knierscheiben zwickt. Sag ich dir, wie es ist und das hat zwickt. Dieses kleine Huren-Mistviech. Fisch so? Das habe ich, glaube ich, ins Discord reingeschrieben. Und Fisch auf einmal so, hey, Hamburger Knierscheiben. Fisch so, ja. Schauen wir mal nach. Mistsau. So, was haben wir noch? Jetzt glaube ich, Korallen, ich weiß nicht, das Video habe ich Korallen Come at Me Bro genannt. Das lassen wir einfach auch mit durchlaufen. Machen wir Subnautica-Musik mal wieder an. So. Zählt das als doof eigentlich? Und da der Davy. Oh, da schon wenig. Da alles. Und das war jetzt an der Innenseite. Ah, alles voll krass. Jene Korallen habe ich im Mittelmeer nicht einmal gesehen. Nicht einmal. So spitz gewachsen, ich habe einmal hingelangt und so, die haben storhart. Wirkt auch ein bisschen weniger farbenfroh. Voll die Orang-Utan-Blauze, ja, volle Kanone, sag ich dir, die gute kasige Fettsack halt. Da, Shishi! Sechsten! Genau das wollte ich euch sagen. Da die kleinen schwarzen Teufel. Nochmal zurück. Und jetzt pass auf. Der sagt dir, start die an, kommt. Come with me, bro. Show some respect, bro. Do you wanna make a safari tour, bro? Okay. I'm not your friend. Hello, my friend, how are you? Diese kleinen Arschlöcher. Diese kleinen Arschlöcher. Das sind auch Steinkorallen. Sie schauen aber so weich aus. Da denkst du so, du bist so weich. Da kommen wir reingegangen so. Oh, du Kleingeld. Bro, hast du Kleingeld? Da, also das ist egal, wo du da ins Wasser gegangen bist. Alles schaut so aus und da kannst du stundenlang rundherum schnorcheln und überall ist ein Fisch. Überall. Und immer wieder sagst du einmal, nein, so ist es jetzt nicht. Fazit kommt zum Schluss. Tanze! Paralleluniversum. Der Fisch ist Streamer und er und seine Community fragen sich seit 2017, ob Bierger eigentlich Knierscheiben haben. Einfach haben sie mehr sind hier. Ja, genau so wird es wahrscheinlich gewesen sein. Was, der Hitlerfisch verwandt mit der Spinne? Was? You have money, bro? Show some respect, bro. I won't carry your fucking baggage, but do you have cash? Schau dir das an. Das ist utopisch. Selbst wenn da keine Fisch warten, wird's utopisch. Utopisch. Es war eine der besten Entscheidungen, die wir jemals getroffen haben. Und ich bin sehr froh, dass ich da mit dem Flasch drüber geschmerzt habe, der auch für jeden Scheißdreck zu haben ist. Das war richtig nice. Ich hab noch so viel, ich hätte so viele Fischerl-Videos, wo wir da umeinander schnorcheln, aber wie gesagt, wir können uns das nicht. Da sitzen wir morgen um 12 Uhr Mittag noch da. Das ist utopisch. Und jetzt schau ich mal schnell. Jetzt pass auf. Wir hatten eine Mission. Das erkläre ich noch kurz, aber schauen wir uns erst Highlights so. Und dann schmerzt man noch ein bisschen über ein Fazit. Und ich werde wahrscheinlich sowieso, also auf alle Fälle versuche ich es, ob was dabei rauskommt, weiß ich nicht, das Ganze irgendwie in ein kompaktes Video zu quetschen. Ja? Dann natürlich mit weniger Gelaber über die Hotelanfahrt und so weiter, das darf maximal 1 Minute oder 2 dauern, bis wir da sind. Aber dann geht's nur um das. Und da dann die schönsten Shots rausbringen. Ja, ein bisschen was mit Zeitlupe. Natürlich kann man da wahrscheinlich noch einiges mit der Farbanpassung. Ein bisschen ausholen. Das ist halt alles uncut. Das wollte ich ja ganz speziell so machen, dass man das so sagt.
Wahrscheinlich kann man noch einen Stream füllen mit 2 Stunden lang nur Unterwasservideos. Also, ich hab locker 2 Stunden Unterwasservideos, locker. Alles klar, ich würde dann auch 2 Stunden, da wird's langweilig. Da, come with me, do you have cash, do you have cash, do you wanna make a safari? Do you wanna make diving tour? No sir, okay, I'm not you. Hello friend, how are you? Where are you from? Germany? Do you wanna make a safari tour? Oh, der Marvel Maniac muss ins Bett, kommen wir mal zum Highlight. Es gibt 2 Highlights. Meine Damen und Herren, ich meine, ich hab mich ja letztes Jahr schon gefreut, was wir da alles gesehen haben. Kommen wir zum ersten, etwas kleineren Highlight. Okay? Und das ist folgendes. Wir haben, sagen wir 3. Ich hoffe, dass es jetzt auch das richtige Video ist. Ich lasse es jetzt einfach mal laufen. Dauert schon ein bisschen. Schauen wir, was wir sehen. Es ist noch nicht ansatzweise das Highlight, auf das wir noch warten müssen ein bisschen. Aber da habe ich mich auch gefreut. Und das ist das falsche Video. Dann machen wir das zweite Highlight. Ja, wir haben noch mehrere Highlights, schauen wir an. Achtung. Ich weiß ehrlich gesagt auch im Video nicht, wann es kommt. Springen wir ein bisschen Vieri, aber wie es da ausschaut. Wie in einem scheiß Aquarium, Alter. Oh shit, da sieht man die Korallenbleiche schon extrem. Das, ja, ich weiß, was du meinst. Ist es der Schleier um die Korallen rundherum? Ist es das? Da schau ich. Wenn das nicht ein Bild für Götter ist, dann weiß ich es auch nicht. Da haben wir nicht viel gesehen von denen. Wir haben ein paar gesehen, aber nicht viel. Mit lauter Pimmel. Da willst du wahrscheinlich einige langs dann ouchen. Phase 1. Phase 2. So, der erste Tag des Tauchens ist abgeschlossen. Jetzt haben wir gerade heimgekommen und unser Zimmer ist offensichtlich gemacht worden. Da denkst du nichts, möchtest dich gemütlich ins Bett einlegen und dann sagst du das. Wir haben einen Schwan gesehen. So, dann habe ich lang gebraucht, bis ich verstehe, was das ist. Achtung! Das war jetzt ein Witz. Ja, da warten schon wieder alle. Do you have cash? Do you wanna make a safari tour? Da muss ich dann auf Pause drücken, weil ich es nicht lang filmen habe können. Seht ihr es? Es ist halt so, weil ich das Wasser hält sich nicht steht. Ich kann da nicht unter Wasser bleiben, ohne dass man die Korallen reinsehen. Deswegen ist es ein bisschen schwer zu erkennen. Nochmal. Ich habe auch noch andere Aufnahmen davon. Es
Seepferdl. Ich bin mir nicht sicher, weil ihr habt es erst auch gemeint. Ich habe noch ein paar mehr Aufnahmen. Achtung. Wo man es vielleicht ein bisschen besser sagt. Seesterne, das kommt als das Highlight an. Er hat es, glaube ich, auch noch irgendwo. Da haben wir es da nochmal. Manche schreiben Seenadel, manche schreiben Seeschlange. Ich glaube, dass es Seepferdl war. Seepferd ist keins. Wir haben es sogar aber noch gegoogelt. Das typische Seepferdl, das mit dem Bauch, das auch im Thumbnail ist übrigens, mit dem Bauch und Eigröt und so, die können sich auch ausrollen und einmal nicht schwanger sein. Und dann schauen sie halt so aus. Hab mir ich gedacht. Schmeckt der Seepferd auch noch, Lasagne? Was? Da haben wir auch noch ein paar Clownsfischerl. Und dann muss ich jetzt ein bisschen Vieri da, weil sonst dauert das wieder ewig. Da glaube ich, da sagt man mir ein bisschen was filmen. Und ich glaube, da habe ich eins gefunden und versuche Fotos zu machen und er filmt es dann. Jetzt warte mal. Machen wir ein bisschen leiser, damit man das Geglucker nicht so hört. Ich tue einfach ein bisschen Vieri da jetzt. Wo ist denn das? Da kommt's. Und das hat auch ein bisschen einen dicken Bauch. Ich bin mir hundertprozentig sicher, dass das ein Seepferdl ist. Ich bin mir relativ sicher, dass es ist. Da hat man jetzt auch schön gesehen beim Außerschwimmen. Da ist er wieder, do you have cash? Do you have some cash? Der haben wir nochmal. Und dann habe ich es noch drittes Mal. Seenadel schreiben alle. Nein, Seenadel. Wo ist der Unterschied? Das Ding haben wir zweimal gesehen. Da haben wir noch ein drittes hier. Ja gut, auf Seenadel lasse ich mir auch. Das muss ich noch mehr googeln, was genau ist. Da habe ich auch noch keine Zeit nicht gehabt. Schauen wir mal. Da schaut mal das Korallending an. Schaut aus wie ein Hirn. Das ist wahrscheinlich eine Hirnkoralle. Und jetzt hat er noch eins gesehen irgendwo, glaube ich, was ich nicht gesehen habe. Chef, google mal bitte Seenadel. Das der mal jetzt. Seenadel. Bilder. Ja, okay. Da, das ist wahrscheinlich, oder? Das wollen wir mal so. Ägypten. Seenadel, ja genau. Ja, war schon. Habt ihr absolut recht. Für mich, ich habe bloß das Gesicht gesehen. Nein, das ist es nicht. Nein, das war's nicht. Da steht jetzt auch Seenadel, aber das war's. Ich hab bloß, ja genau, ich habe die Rückenflosse erkennen können und halt den typischen Clubski-Ding und hinten eine Rückenflosse oben drauf und eine lange Schnauze. Ich habe eine Zeit gebraucht. Was ist denn das, oder? Ist das aber auch, das ist eine kleine Seeschlange, spinnst du? Und dann habe ich einen Kopf gesehen so und dann habe ich, oh, das ist ein Seepferdl. Dann habe ich kurz überlegt, aber so schaut doch ein Seepferdl nicht aus. Und dann habe ich mir gedacht so, okay, vielleicht haben die halt einfach nicht eingerollt, aber tatsächlich Seenadeln. Drachenkopf. Drachenkopf-Seenadel. Da haben wir schon wieder Backseat-Schnorchler herin. Kann ich nicht einmal schnorcheln gehen, ohne dass wieder jeder alles besser weiß. Ist ja in Ordnung. Ist ja in Ordnung. Aber so kann man auch mal auf die Idee kommen, es kann der Seepferdl sein, dass sie nicht eingerollt hat. Ich habe nicht gewusst, dass die hat auch so einen Bauchdruck hat und so. Weil man denkt, die ist vielleicht nicht schwanger, keine Ahnung. Aber so eine Flossen hat es nicht gehabt hinten. Gut, ist aber vielleicht auch einfach eine andere Unterart von Seenadel. Das war auf alle Fälle ein kleines Highlight. Und damit ich euch jetzt nicht noch länger auf die, ist es halt schon 10:15. Alter, wann ist es 10:15 geworden, sag. Und damit ich euch jetzt nicht noch länger voll labert. So, das war unmittelbar vor dem Highlight. Wir haben, damit ich euch kurz beschreibe, wenn das jemand wissen will, wir sind am letzten Tag in der Früh dann nicht da außer nach links ins Riff, sondern nach rechts. Direkt in der Früh. Und da kannst du nirgendwo stehen. Da geht es einfach steil runter. Relativ sind so 5-6 Meter, da die schätzen 5 ungefähr. Manche stehen einmal 3, manche mal 7. Und da haben wir relativ weit aussehen, nach rechts.
Und da ist links fucking nothing. Da siehst du bloß schwarz. Und da ist man dann auch ein wenig anders, Mann. Da habe ich dann umgedreht. Sag ich dir freiwillig, was es ist. Man muss ja keinen Scheiß bauen, ne? Aber wer weiß, who knows. Und mein Highlight ist folgendes. So schaut das da aus. Die habe ich auch gesehen in der Weiden. Da habe ich das erste Mal gemeint, durch die spitzige Schwanzflossen nach unten. Holy shit, haben wir jetzt bei den Riffhaie, ja? Ist das? Nein, das ist. Ja, jetzt pass auf, muss ich bei mir schauen. Da. So, Achtung. Wir haben da so draußen, 100 Meter vom Steg ungefähr weg oder 150 vielleicht. Und haben wir auftaucht, haben wir mal ausgeschwappt ein wenig und so weiter und haben wir geschmerzt, la. Und nur durch Zufall steck ich, das ist jetzt meine Kamera, gut, sieht man, dass es meine ist, weil ich eben da film, steck ich meinen Kopf ins Wasser, schau einmal rundherum, tauch auf und schrei nach oben, Alter, Kamera! Und jetzt halt mit dem Maul und lass einfach laufen. Bruder, er war so dermaßen groß. Er ist mir so dermaßen groß vorgekommen. Er ist 5, 6, 7 Meter weg von uns. Irgendwann, ich sehe nicht richtig. Schau dir dieses wunderschöne Viech an. More majestic isn't doable. Schau dir den langen Schwanz an. Ist zweieinhalb Mal so lang wie er. Und dann verpisst er sich einfach ins Schwarze aussehen. Es war so ein kurzer Moment und nur für den bin ich runtergefahren. Der Meister hat recht. So. Sehr viel schreiben, Manta, war auch mein erster Gedanke. Alter. Und ungelogen, das Ding ist 5, 6 Meter von uns da weg, das schaut da aus, als war 15 weg. Aber wir haben ja wieder da, die Einschätzung ist natürlich eine andere, das glaube ich schon, wenn das irgendjemand zu mir sagt, natürlich ist unter Wasser die Wahrnehmung eine ganz andere. Aber ich schwöre dir bei Gott, das ist mir vorgekommen, als hätte er Spannweiten über 1 Meter. Locker. Ich bin auch schwer davon überzeugt, dass er Spannweiten über 1 Meter gehabt hat. Wenn ihr euch noch erinnert an das Video aus Male, da bin ich schon fast ausgeflippt, wie ich den Rochen gesehen habe. Der war witzig, der war so, der geht noch so, vielleicht. Und ich schwöre dir bei Gott, dieser Rochen war über 1 Meter Spannweiten. Und der Schwanz, was man auch ziemlich gut sieht, schauen wir es uns einfach nochmal an. Schau dir dieses Viech an. Der war dermaßen riesig, deswegen habe ich ja gleich, wow, holy shit, Alter. Und ich habe ja vorher schon meinen Rochen gesehen, sonst war ich nicht so ausgeflippt. Aber der war, du hast richtig in seinem Maul vorhin siehst du richtig, wie das Ding richtig groß off ist. Genau, und jetzt schwimmt er da an das Riff vorne, dreht um, dann habe ich wieder kurz so, oh. Nicht auf mich zukommen, bitte. Und dann hat er umdreht und ist dann ganz langsam in das Ding. Und genau. Schau dir das an. Meine Güte, schau dir das an. Es war sicher ein Wasch, Leute, juckt man die Säge nicht richtig. Und segelt da einfach durch wie der King Cass selber. Wie der Flash gesagt hat. So, und jetzt noch ein drittes Mal aus der Perspektive vom Flash seiner Cam. Der glaube ich war noch einen halben Meter netter drüber wie ich.
Der war im Vergleich zu mir rechts von mir. Das schaut auch aus, als wäre das Wasser bloß 2 Meter tief. Das ist halt auch ein Witz. Das war ewig. Da tauchst du nicht runter. Mein Gott, schau dir das an. Sieh ihn dir an. Dieses wunderschöne Mistviech. Im positiven Sinn. Oh. Absolut geil. Einfach wie er fliegt. Und ab dann war für mich der Urlaub. Urlaub war es ja keiner. Ab dann war für mich der Kurztrip abgezahlt. Absolut geil. Ich hab den Scheiß am Anfang schon gehört. Was, nochmal? Den mag ich noch einmal hören, warte. Ich glaube, das war ein Witz, oder? Ich lasse jetzt das da einfach so laufen. Viel von euch war auch mein erster Gedanke. Ich habe überlegt, Alter, das ist kein Blaupunktdrachen, das ist auch offensichtlich und vor allem, das ist so ein riesen Waschel. Ich habe dann ein paar Videos aufgenommen, wo ich kurz darüber rede, Reaktionen aufnehme mit, ich glaube, es ist ein Mantarochen. Habe ich auch gemeint. Ist es aber nicht. Es ist, ein paar Leute haben es dazwischen geschrieben, ein Adlerrochen. Ich bin mir nicht sicher, ob es ein gepunkteter Adlerrochen ist oder ein normaler Adlerrochen, aber ich glaube, man sieht jetzt dort sehr deutlich, dass da, ja, oder eigentlich auch nicht deutlich, dass da keine Punkte drauf sind. Ich glaube, der ist wirklich ganz schwarz um. Und auszeichnend durch seinen extrem langen Schwanz, und die Dinger können ja durchaus gefährlich werden. In der Regel deren es da natürlich nichts, aber wenn du den Waschel 5 Meter im offenen Wasser, 200 Meter weg vom Land, rumfliegen siehst, dann bist erstmal, wenn du das nicht gewohnt bist, erstmal, Alter, chill mal. Geh, bleib mal du da schön da hinten da, das ist schon gut. Wenn sie, die deren da glaube ich normalerweise nicht sehen, aber wenn sie sich bedroht fühlen, dann haben die hinten Stacheln, und der Steve Irwin, den kennt ja jeder, das ist ein Krokodil, wir werden jetzt unseren Daumen ins Afterloch rammen. Haben hinten Stacheln dran und die kann teilweise giftig und brechen ab und du blitzt wie Sau. Steve Irwin ist dadurch umgebracht worden. Mit einem Stich in die Brust, ins Herz. Meine Damen und Herren, jetzt haben wir uns fast keine Fotos nicht angeschaut. Aber Fotos sind im Vergleich zu den Videos. Do you have some cash? Do you have cash? Do you want to make a safari tour? Do you really don't want to make a safari tour? No? Are you sure about that? Und ja, da wird einfach, haben über 100 Fotos, über 200 Fotos, glaube ich, habe ich gemacht. Weil ich nicht fertig geworden bin. Ich habe es am zweiten Tag immer noch nicht kapiert. What the fuck, where are we? Und jetzt gibt es dann nur ein kleines Fazit. Jetzt ist nämlich fast so wie Do you have games on your phone? Why wie der Trottel. Do you have games on your phone? Come at me, bro! Give me some games, bro! Ja. Es war insane. Und was haben wir... Wo haben denn die 2 Stunden jetzt hingekommen? Was soll der Kack? Bevor sie alle schleichen! Vor dem Fazit, nach dem Fazit, wann auch immer. Ich hoffe, es war einigermaßen unterhaltsam, um Gottes Willen. Ich hoffe, es war schön zum Zuschauen. Ich hoffe, es war vielleicht mal was Lustiges dabei. Ich hoffe, es war was Informatives dabei. Ich hoffe, es war was Interessantes dabei. Es war mir ein Fest. Don't forget the Like-Button. Abo da lassen. Ich glaube jetzt zwar nicht, dass irgendjemand da aufgrund dieses Videos ein Abo da lässt. Es ist das erste seiner Art. Und es werden nicht jede Woche solche Videos kommen, weil es geht leicht ins Geld. Über das reden wir auch gleich noch, was alles miteinander kostet, und ein Endfazit. Ich habe, glaube ich, wieder ein bisschen zu viel gelabert am Anfang, wie wir ins Hotel kamen und so. Wir haben zu wenig. Schau dir mit den Waschelvieh schon, da möchtest du mit dem komplett rollen, oder was? Zu wenig angeschaut, wegen was wir eigentlich umgefahren sind. Aber ich werde versuchen, da draußen ein Video zu machen. Schau dir mal den Waschel da rechts hinten um mit seinem Riesenhirn.
Ein Video zusammen zum Schnipseln mit ein paar ruhige Bilder und die unwichtigen Sachen ein bisschen zusammenkomprimiert. Das war vielleicht ein bisschen viel. Und ich sag's dir, es ist vielleicht. Ich muss nächstes Jahr im Urlaub unbedingt schnorcheln. Das war das Beste, was mir eingefallen ist vor 2 Jahren. Das erste Mal, wie wir wieder in Urlaub gefahren sind, seit 10 Jahren. Und das hier war völlig insane. Das war völlig insane. Ich hab gemeint, ich sag nicht richtig. Jemand hat es auch schon geschrieben. Was da die jetzt da besser machen? Kann man da eine Dia-Show starten oder so? Da mit Dia-Show starten. Was ist das da? Drehen. Kann man da eine Dia-Show starten? Was ist das da? Erstellen eines Videos mit Microsoft Chip Champion. Ja, tu halt einfach der Heal verlassen. Geht das nicht? Kann man das nicht? Dia-Show, doch da schon hin. Das lassen wir jetzt einmal im Hintergrund laufen. So. Also, das Allerwichtigste, wenn du da oben fährst, eine unfassbar krasse Sonnenschutzcreme. Das ist das Allerwichtigste. Ich kann mich nicht mehr daran erinnern, dass ich an meinem Unterarm jemals einen Sonnenbrand gekriegt hätte. Jemals. Ich bin immer, das sagt man jetzt natürlich, da ist ich auch so ein kasiges Würstel, aber an die Oberarme, wenn ich mal beim Rad rausstehe, bin ich relativ schnell braun. Ich bin generell relativ schnell braun. Ich bin halt nur nicht draußen. Ohne die verratzt. Die beste Investition. Als UV-Schwimm-T-Shirt. Kommst dir vor wie ein Vollidiot, wie die kleinen Kinder, die mit dem T-Shirt in die Hose müssen. Und du wirst gut daran tun. Ich gebe dir eine halbe Stunde, dann hast du den Sonnenbrand deines Lebens. Und wirst nicht Frau drin. Dann Badeschuhe. Das Allerwichtigste. Da haben überall Felsen und Scheiß und Klump oder halt Flossen. Aber damit du einigermaßen ins Meer reingehen kannst, Badeschuhe mit einer gummierten Sohle unten dran, kosten einen Felsen, was kosten 10 oder 15 Euro und die gelangen überall hin. Und das ist für mich das Allerwichtigste. Dann, was wir uns lang gefragt haben. Was zur Hölle... besser noch als Longsleeve, richtig. Steht absolut richtig. Die gibt es natürlich als Kurzarm und gibt es auch als Longsleeve. Schaut auch überhaupt nicht. Ich hab's mir Kurzarm gekauft, weil ich mir gedacht habe, Unterarm hat mir noch nie was gefeiert, geht dann schon. Aber ich war eingeschmiert von oben bis unten. Am Hirn, Nasen, ganz wichtig, Ohrwaschel überall, ansonsten verbrennst du da unten. Nochmal 42 Grad im Schatten, am zweiten Tag 41 Grad im Schatten und am dritten, glaube ich, 40. Und in der Sonne 65. 60 bis 65. Holst du nicht aus. Und da haben wir jetzt so ein bisschen beim Punkt, ich bin sehr, sehr, sehr froh, dass wir mir da bloß im Prinzip 2 volle Tage waren, im Prinzip 3 bis eigentlich 4. Ich glaube, einen Tag mehr hätten wir uns noch nicht mehr können, das hätte passt, dann hätten wir noch eine Bootstour machen können, wo man dann noch mehr Sachen sieht. Ja, weg von den Touristenstrände, aber gut, wie schön das da ist, da fahren ja auch die ganze Zeit Boote hin dann. Es ist dasselbe in Grün wahrscheinlich, nicht ganz so schlimm wie jetzt am Strand direkt, wo man hingehen kann, wo jeder hingehen kann, aber da, jetzt muss ich ein bisschen leiser machen, aber sonst glaube ich, hört man da einen Scheißdreck. So. Du wirst das auch eine Ölspur ins Wasser gelegt haben. Das ist ja wahrscheinlich, so leid es mir tut. Ich habe einen Wasserfesten gekauft. Ich würde auch immer so gern schnorcheln, aber ich kriege wegen dem Bad immer Wasser in die Brille. Hast du einen Tipp? Das ist, ja, habe ich. Vaseline um den Bart schmieren. Du hast dasselbe Problem wie ich habe auch einen Olibar. Und meiner ist aber dann so gestutzt, dass es geht. Ich benutze es nicht. Oder nicht mehr. Und ruck dann mein Brühen so weit auf und lass die ansaugen, das passt. Ist vielleicht ein bisschen unangenehm, aber beim Schnorcheln ist es nicht so schlimm. Dein Olibar mit Vaseline einschmieren. Genau, Stanzi schreibt auch. Tipp, Vaseline hilft. So schwul wie es ist, dass man sich Vaseline ums Maul schmiert, aber das hilft dann. Und einfach Geduld. Geduld, nicht hudeln, wenn er Wasser reinkommt, nicht lästig werden, kann ich voll nachvollziehen. Einfach eine Brühen sauber auswaschen, eine Spucke verreiben oder so ein Anti-Fox-Spray kaufen, aber das eine Spucke ist einfach billiger. Ausschwarmen, damit es nicht anläuft und wieder hin. Und wenn es nicht geht, wieder aber ausschwarmen, besser hindrucken, das geht schon. Ein bisschen enger machen, einfach nur nicht lästig werden. Ich weiß genau, um was das geht. Nächster Tipp noch, für Leute mit langen Haaren. Ich habe lange Haare, ungelogen, meine Haare gingen bis da oben. Und das habe ich vergessen, leider Gottes, daheim. Ich habe so einen Schlauchschal. Ja, so Schlauchschal, die sehr dehnbar sind und so, die tust du normal da so die kannst du als Bandana hernehmen, als jeden Scheißdreck. Und den einfach als Kopfbedeck, weil für Badehaube, sind wir einfach zu jung und nicht schon 90. Über den Kopf drüber, hinten oben, dann Dauerbein drüber und zu, dann hängen die Haare nicht umeinander und was weiß ich was alles sehe und dann
die Brille. Natürlich Brille nicht den Gummi oder Silikon nicht auf der Dings aufsetzen, auf der Kopfbedeckung unter Wasser, weil sonst geht's natürlich das Wasser rein, ist ja klar. Und was da auch nicht schaut, im Übrigen, wenn du das Kopftücher aufhast, wenn der Schädel ist ja die ganze Zeit unter Wasser und in der prallen Sonne, kriegst du nicht so leichten Hitzschlag. Ganz einfach. Herr Glas! Kuss auf die Nuss, danke für deine Mitgliedschaft. Ich hab dich schon nicht übersehen. Kuss auf die Nuss. Welcome to the Squad. So, dann haben wir mir auch überlegt. Ein Tag mehr war in unserem Fall noch gegangen, 2 Tage gegangen aber auch. Einen Tag den Strand abschnorcheln, 2. Tag, um so eine Bootstour zu mieten, wo man noch auf eine Insel rausfährt. Wird zum Beispiel, warte mal, Google Maps, wird zum Beispiel, da hat er schon gelangen, da oben. Ja, einfach da so, da oben. Auch wenn es ausschaut, als kann man da oben schwimmen, aber glaub mir, da schwimmst du nicht drüber. Glaub mir, da schwimmst du nicht drüber. Da ist tiefschwarz, du siehst gar nichts, da schwimmst du nicht drüber. Oder, dann gibt es ja da herum, da zum Beispiel. Da gibt's so, da haben wir Bambino Point, da herunten haben wir überall so Diving Points und so weiter. Da gibt es mit Sicherheit auch einiges zum Sehen. Ich habe leider nicht mitgekriegt oder nicht gefragt, was so eine Diving-Tour kostet. Am allerliebsten war mir da sowieso natürlich, wenn man zu zweit oder zu dritt oder zu viert unterwegs ist und man sich untereinander kennt, mag ich da nicht mit 5000 Leuten da hinkutschiert werden, sondern man fragt einander so, Meister, ich möchte dein Boot und ich möchte einen Fahrer und der soll uns und nur uns da rausfahren, was kostet, Gaudi. Da muss man vielleicht ein bisschen das Verhandeln anfangen, da bin ich nicht der Beste, aber gut. Dafür habe ich einen Flasch dabei, der ist sozial kompatibler als ich, der hat den ganzen Scheiß geregelt. Der Birdlike schreibt, also der Flasch schreibt, um die 70 Euro pro Person. Und weißt du noch, wie viele Stunden das waren? Weiß ich nicht mehr. Ein ganzer Tag, glaube ich. Wir haben auch Listen im Hotelzimmer gehabt. Das war das Einzige, was ich auf alle Fälle noch empfehlen kann. Mir ist nämlich auch gesagt worden, dass sich hier draußen am Eck irgendwo eine Schildkröte herumtreibt mit ihrem privaten Putzfisch. Und man kann dann da Schildkröten, Delfine und wenn du unfassbar viel Glück hast, Walhaie sehen. Und das war es schon nochmal wert. Das war das Einzige, warum ich noch einmal da runterfahre, um eben für Bootstouren, 2 Tage lang halt dann, jeden Tag, eine da hin, eine da hin, eine da hin oder so. Und weiter draußen dann noch zum Schnorcheln oder vielleicht sogar den Next Step zu machen mit Flaschentaucher. Andernfalls Urlaub machen da unten. Ganz ehrlich, ich bin froh, dass wir wieder da sind und nicht bis eine ganze Woche da waren. Ich wüsste nicht, was wir da jetzt tun. Ich hätte natürlich jeden Tag, wenn ich aufstehe, hätte ich Bock, 1-2 Stunden zum Schnorcheln, aber dann habe ich alles gesehen. Ja? Außer man hat so viel unfassbar viel Glück und es schwimmt man nochmal so ein Adlerrochen vor die Nasen oder irgend sowas. Kann natürlich immer passieren. Aber die meiste Zeit, ich glaube, wir waren Minimum haben wir 7 bis 8 Stunden Schnorchelzeit in den 2 Tagen. Und wir haben einmal diese 20 Sekunden das Viech gesehen und das war der absolute Dings. Aber einfach so da unten Urlaub machen. Das Hotel, das Zimmer war geil. Brauchen wir nicht schmatzen, für meine Verhältnisse way above the Messlatte. Aber ansonsten, das Essen, man verhungert nicht. Aber es war auch nicht super geil. Wegen dem Essen fahre ich da nicht dabei. Hotel war sauber, Leute waren nett, aber nervig. Die Abendanimation war ein Totalausfall. Das haben wir uns auf die Nacht irgendwann einmal angeschaut, weil wir haben sowieso immer schon um 10 Uhr, 11 Uhr geschlafen, weil wir total im Arsch waren vom ganzen Tag. Da unten gibt es fast keine kalten Getränke. An der Poolbar oder drin. Du musst das Zeug sofort ausdringen, nach 2 Minuten ist entweder pisswarm oder du kriegst das schon pisswarm. Wir haben am ersten Tag habe ich mir ein Bier einschenken lassen aus dem Fassel. Kannst du nicht saufen, ist halt all-inklusiv Plörre. All-inklusiv Plörre. 50-50 mit Wasser, kannst du nicht saufen. Dann habe ich mir einen Cocktail bestellt, einen Tequila Sunrise, getrunken. Pisse warm, schmeckt nach Affenarsch, kannst auch nicht saufen. Wir haben nur Sprite, Cola und Wasser getrunken, hauptsächlich Wasser. Und das war nur kalt, weil wir es in unserem Minibar-Kühlschrank drin gehabt haben. Ansonsten wüsste ich nicht, was man da unten eine Woche lang tut.
Du kannst an dem Strand nicht liegen bleiben, weil es einfach 58.000 Grad hat, da hast du keinen Spaß nicht. Da ist ja fast keiner umeinander gelegen. Und wenn du da liegst, kommt alle 2 Minuten irgendein Kasperl mit, do you wanna make a safari tour? Hello my friend, how are you today? How where are you from? Und wenn es dann so blöd ist, dass du sagst, from Germany, do you wanna make a boat tour? The other guys from fucking Netherlands, they paid $20, but for you from Germany, I make a special price, my best friend. Are you my friend? From $99. Ja, weißt du das eh. So, weil es YouTube gecancelt hat, was ist jetzt mit Bimbo Island? Stimmt! Gut, kann ich jetzt im Video nicht mehr lang herzeigen, wir haben folgenden Plan gehabt. Und zwar, wir wollten da unten natürlich einfach am Strand entlang gehen. Ja? Einfach da oben und dann von der Zunge aus da schwimmen. Das hätten wir hingekriegt. Und leider Gottes hat uns aber da beim Übergang in das andere Hotel, hat uns der Grenzschutzmackel, der hat uns aufgehalten und gesagt, no, you Stella Beach Resort, yeah, you can not walk here. Und wir denken, Alter, wieso darf ich noch nicht durch, du bist behindert. Dann haben wir Folgendes probiert. Dann haben wir da 4 gegangen und wollten rundum schwimmen. Dann wollten wir da rundum schwimmen, dann haben wir bis daher gekommen so. Und dann haben wir uns überlegt, ob wir da so direkt umschwimmen. Und dann sage ich dir was, das schaut jetzt da nicht so aus, das schaut da aus, das kann man gehen. Oder zumindest nach oben sehen oder so. Da ist den ganzen Tag der Wind so gegangen und da war das Wasser so trieb, dass ich unter Wasser meine Füße nicht gesehen habe. Und mit einer Semi in der Hosen schwimmst du nicht über die offene See. Und dann haben wir leider abbrechen müssen. Und ich wollte... Achtung! Und ich wollte sie hissen! Die Bimbo Squad Island Flag. Hab's leider nicht geschafft. Echt, ich bin da glaube ich 3 bis 4 Kilometer am Strand gelaufen. Die haben uns nicht lassen. Die haben uns nicht lassen. In die linke Richtung schon. Zu leider nicht. Taucherbrille mit Feuerzeug innen ausbrennen, die haben meist alle mit Silikonspray voll, dann läuft's nicht. Oh, Spezi von mir ist Tauchlehrer in Hurghada. Da schau hin. Das mit dem Ausbrennen habe ich auch schon mal gehört. Traue ich mich nicht, weil ich irgendwie das Gefühl habe, so, da mache ich irgendwas kaputt. Weil du da im Hochsommer da oben fliegst. Ja, ist halt nicht anders gegangen. Die ursprüngliche Idee war ja, meine Frau ist am Gardasee mit ihren besten Freundin, ich habe nichts zum tun und dann ist uns diese Schnapsidee gekommen und es war jede Minute wert. Jede Minute wert. Weil Manu schreibt Merch wann. Eventuell zum Video habe ich eine Idee für ein Merch-Motiv. Eventuell, aber da muss ich den Chris fragen. Da muss ich den Chris fragen, ob er Bock hat noch und nicht einfach sagen, hey, du Chris, ich brauch was. Das war vielleicht, ich hoffe, er schaut zu. Das war vielleicht ein bisschen harsch, Brudi, entschuldige. Frage ihn dann, ob er vielleicht Bock hat, dass er mir da etwas Bestimmtes zeichnet dazu. Ansonsten, meine Damen und Herren, jetzt ist 5:30. Ich kann nur 2 Stunden labern. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, nein, das haben wir noch nie gemacht, das habe ich noch nie gemacht. Ihr habt nicht ansatzweise alles gesehen. Die nächsten Tage, die nächsten Wochen werde ich versuchen, bis zur Sommerpause hoffentlich, dass ich das alles ein bisschen besser sortiere und dann ein halbwegs anständiges, schönes Video draus schneide. Und dann werden wir es schon sehen. Ich hoffe, Sie hatten Spaß. Don't forget to press the like button. Wir sehen uns am Mika nochmal. Du, ganz ehrlich, wenn wir am Mika keinen Bock mehr auf Elden Ring haben oder wenn wir fertig sind mit Elden Ring, durchspielen werden wir sowieso nicht. Den Endboss schaffe ich nicht. Niemals. Ich habe nicht weitergespielt seitdem. Ich meine, ich war nicht da. Und morgen habe ich auch keine Zeit nicht. Und übermorgen habe ich auch keine Zeit nicht, merke ich gerade. Und dann fangen sie mit der Kichrichtung Wochenende an. Ich habe sowieso keine Zeit nicht. Dann schauen wir uns einfach noch ein paar Fische-Videos so. Wenn ihr Bock habt, mir ist das wurscht. Andal, merci dir, bürgerbester Mann. Du, ich hab nichts da, ich war im Urlaub, ich habe gerade meinen Urlaub, kann man auch nicht sagen. Und da muss ich jetzt noch eine kurze Sache in der Uncut-Version muss ich nur kurz loswerden. Wir haben ja völlig unvorbereitet da hingefahren, wir haben uns nur gedacht, hey, nehmen wir Kameras mit und filmen ein bisschen. Und das hat sich schon, es hat sich nicht angefühlt wie Arbeit. Ja, das ist jetzt zu fake gesagt. Aber du hast immer einen kleinen Druck im Knack und so weiter und so fort. Und wie ich heute jetzt das erste Mal am Nachmittag das alles so grob, ganz grob durchgeschaut habe, am Monitor einmal und nicht auf der Kamera habe ich sowieso nicht so geschaut, dann hat mir gedacht, ich weiß nicht, ob ich das zeige, ob ich da überhaupt irgendwas für ein Video brauchen kann. Ich sag das, was ist, da war nichts geskriptet, nichts vorbereitet, nichts ausdenken, nichts, keine Ahnung was. Das müssten wir beim nächsten Mal so machen, im Prinzip einen Tag durchskripten, was aufnehmen, was machen, nacheinander, damit ich mir eine Blät suche, dann in die Videos drin und so weiter. Gezielt Zugzwang ist ein schönes Wort, Gnädelwutzler, richtig, sodass ich das alles durch die Kamera wahrnehme oder mich ich schaue dann natürlich unter Wasser nicht durch die Kamera, aber ich habe halt die Kamera in der Hand und konzentriere mich darauf, was zum Filmen passen kann und so und habe die ganze Zeit im Hinterkopf so,
dass ich was zum Herzagen habe. Ja, weil es halt also da drum geht. Und wenn ich da jetzt noch hergehe und mich so darauf vorbereite, wirklich einen Tag durchskripten, das aufnehmen, schauen, dass wir das erwischen, das machen, auf die Nacht hinsitzen, die Sachen umziehen, vielleicht schon benennen, gleich am gleichen Tag, nur dass du weißt, was man im Skript halt ausführlich dazu schreiben, was passiert ist, dass du auskennst und. Anstatt wie ich jetzt, dass ich mit der freien Schnauze hersitze und irgendeine Scheiße erzähle, dann ist es richtig Arbeit. Das, was ihr am Ende natürlich seht, erscheint euch nicht als Arbeit, das ist mir schon klar. Mir erscheint das jetzt da, was wir da haben, auch nicht als Arbeit. Aber wenn du das richtig machen darfst, dann ist es Arbeit. Und genau, der Fahrer schreibt schon, da machst du einen Urlaub bloß kaputt. Absolut richtig. Und deswegen glaube ich, bleibt es auch nicht so in meinem Hirn hängen, wie es ist normal dort hat, wenn ich das jetzt alles gesehen hätte ohne Kamera. Dann kann ich wahrscheinlich auch schneller greifen, was da übers Wochenende passiert ist. Maxi hat recht, das ist der Urlaub. Das da sehe ich jetzt nicht als mein Urlaub. So, das war keine Erholung, das war ein Erlebnis. Erlebnisurlaub, Erlebnistrip, Erlebniskurztrip. Und für das war es ziemlich geil. Wir haben ja insgesamt gezahlt, wie gesagt, 531 € mit einem Gutschein auf Check24, da kriegen wir noch 60 € zurück. Herr Flaschler, erinnern Sie mich daran, dass du dann nur 30 € von mir kriegst. Dann hat er geradeaus 500 € gekostet. Dann nimmst du so einen 50er mit. Und die Idee war für Leute, für Selbstständige, für wer vielleicht, ich muss am Freitag zum Beispiel nicht arbeiten, darum geht sowas, dann nimmt man sich halt einmal schnell einen Tag frei. Und für 4 Tages Kurztrip für 500 € ist es nicht wenig Geld? Überhaupt nicht natürlich, um Gottes Willen, 500 € sind viel Geld, aber inklusive Flug, Essen ohne Ende, Saufen ohne Ende, das jetzt nicht das Beste ist, aber es ist in Ordnung. Und für die 2 Erlebnistage und 7-8 Stunden Schnorchelzeit und es darf noch mehr geben, wenn du das noch drauf anlegst, passt das voll, wie soll ich sagen, passt das voll, ist das voll in Ordnung, glaube ich. Es war mir ein Fest. Mal aus dem Alltag ausbrechen. Schön geschrieben, Herr Flasch. So. Off-Season im Dezember zahlst du für eine ganze Woche 390 €. Es ist ja noch nicht einmal jetzt Season. Es ist ja, die fangen ja jetzt erst an, ab Mitte Juli bis August. So. Und das war's jetzt. Ich hoffe, Sie hatten Spaß. Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich bedanke mich wie immer fürs Zuschauen. Like nicht vergessen. Schöne Grüße an den Nachschau-Squad. Ich hoffe, es war einigermaßen informativ, spannend. Schön zum Anschauen vielleicht, lustig vielleicht an der einen oder anderen Stelle. Ich bedanke mich ganz herzlich beim Flasch fürs Mietphone und für die Übernahme von sozialer Interaktion. Press Octa F für den Flasch in dem Chat drin. Los. Und dann würde ich sagen, sehen wir mir unser Micker. Und da können wir dann nochmal schmerzen, ob sie in Sachen Video schon was getan hat oder nicht. Und wie es sonst so weitergeht. Da müssen wir uns langsam ausdenken, was wir in Zukunft noch spielen bis zur Sommerpause. Hoppala, Entschuldigung, bis zur Sommerpause. Da ist nicht mehr lang hin. Heilige Scheiße. 3-4 Wochen sagen wir so. Dann bin ich einen Monat fort. Dann bin ich schon wieder im Urlaub. Der Geldscheißer, der. Ich sag's euch freiwillig, wie es ist. Wäre natürlich ohne euch nicht möglich. Wär's nicht. So ehrlich muss man auch sein. Wir beenden den heutigen Tag mit der Feststellung, ja, ein Bürger hat Knierscheiben. Und jetzt wünsche ich euch eine gute Nacht. Einen schönen Montag, Nacht. Und wir sehen uns übermorgen. Hauen Sie sich hinein. Bis Micke. Habe! Triple F für die Moderatoren. Hashtag Strapse und Hashtag Bürger sei Knierscheim. Alter. Hashtag Adlerrochen. Majestic. Und jetzt schleicht euch. Oder ist die Zeit jetzt schnell vergangen? Spinnst du oder was?